So, hallo zusammen. Hallo Pferdemädchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Also, eigentlich, ja, jetzt schon, aber der Tag durch, na ja, hätte können besser sein. Und dir? Hoi Dori, auch schön, dass du da bist. Und wie geht's dir so? Genau, ich muss noch auf Live-Chat stellen anstatt Top-Chat, damit ich da alles gesehen. Genau. Wird wieder ein regulärer Stream. Also so eine wie jedes Mal. Ich meine, also kein spontaner Stream, der ist geplant gewesen, also alles drum und dran. Und ja, mir geht's gut. Ah, das freut mich, Pferdemädchen. Das ist schön. Komm jetzt online. Alles klar. Gut, dann legen wir mal los. Und ich würde sagen, fangen wir mal an mit Leveln. Also ich habe da nebendran wieder mein Handy. Will ich sehen, ob der Stream läuft oder nicht. Und ja, darum zählt es da als zusätzlicher Zuschauer leider. Oder aktuell glaube ich es nicht, aber trotzdem. Genau. Also dann fangen wir einmal an. Nämlich, was habe ich heute so gemacht zum Beispiel? Ähm, ich habe bis am Mittag geschlafen, wieder einmal. Weil ich habe den Wecker auf die halbe 9 gestellt und ich habe nichts gehört. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass der Wecker überhaupt abgegangen ist. Und jetzt ziemlich komisch. Und ja. Und dann hat mein Nachbar wieder gemeint, er müsste wieder mal laut Musik laufen lassen. Ich habe, glaube ich, gestern der Verwaltung angerufen. Es war so schlimm gewesen. Sie hat so gesagt, sie hat schon mit ihm geredet, mit dem Nachbar. Aber, ähm, dann hat er gefragt, ja, darf ich überhaupt Musik hören? Und dann die Verwaltung, ja, sicher. Und dann sagt der Nachbar, er hätte tatsächlich in Zimmerlautstärke die Musik laufen lassen. Und ich so, ja, ja, red du ruhig, wer es glaubt. Genau, jetzt bin ich schon wieder so am Wenden über meinen Nachbarn, es ist so schlimm. Mir geht's gut, danke. Ah, das freut mich, mein Blueberry Castle. Ich meine Tori. Ah, da bin ich wieder so konzentriert, ich glaube, man merkt es auch. Genau, ich habe mich so auf den Stream heute gefreut, also abbrechen tue ich den jetzt nicht. Nur weil ich unkonzentriert bin. Nein, ich tue nicht Lucio leveln, also sie heisst bei mir Ushio, eigentlich im Spiel heisst sie Lucius, weil... Ja, es hat Ushio im Namen. Also, und das ist der Name, der am nächsten dran ankommt. Ich habe da wieder ein Goki nebendran, also so wie in den letzten beiden Streams auch. Also wenn ich aus Versehen mal muss gürpsen oder so, bitte sind wir nicht böse. Ich habe nicht zweieinhalb Schmutzzonen müssen reinigen in der Wäschküche. Oha. Also zweieinhalb. Wie meinst du zweieinhalb? Aber Schmutzzonen reinigen sind nie lustig. Ah, 2,5 Stunden. Okay, okay. 2,5 Stunden lang putzen. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Aber es gehört auch mal dazu, zum etwas müssen reinigen. Leider. Ups, genau. Was wird das? So. Wir müssen das jede Woche machen. Okay. Aber hoffentlich könnt ihr das auch aufteilen, dass nicht immer die gleiche das machen muss.
aber ich mache es eigentlich gerne. Die anderen zwei Lernenden sind in der Stube, Superzone gsi und haben zusammengelegt. Okay. Ähm, was von dem machst du denn lieber? Schmutzzone oder Superzone? Aber kennt ihr das, wenn man so unkonzentriert ist irgendwie und dann einfach irgendwie Schiss hat, etwas privat rauszuhauen? Genau. Superzone geht schneller, ist ein kleinerer Raum. Ah, das klingt gemütlich. So, Lucio ist Level 7. Ui. Ich finde das Vieren von der Ponys so herzig. Und da ist das Pferdemädchen. Luna. Ah, das ist herzig. Schöne Noriker. Einladung nehme ich mal an. Perfekt. Ah, stimmt, ich kann sich auch verbeugen. Das Gute ist, es ist dort immer über 20 Grad. Das ist sehr angenehm für den Winter, aber im Sommer zu heiß, 27 Grad. Ja, aber die kalte Jahreszeit kommt jetzt langsam, also ist das schon von Vorteil. Genau, also ich werde jetzt mal weiter leveln. Ein herziger Partyhut übrigens. Ein voll schönes Outfit, finde ich. Passt ziemlich zusammen. Ich habe mal gratis Outfit-Bewertung gemacht. Tägliches Training. So. Also ich hoffe, mit der Lautstärke passt da alles. Ich habe da nichts verstellt und so. Also sollte eigentlich alles gleich sein. Nur habe ich ein bisschen Angst, dass mein Mikrofon plötzlich aussetzt, weil es macht ab und zu so ein bisschen Knackgeräusch. Irgendwie, oder wie man dem kann sagen. Gut. Ah, und da ist Dori. Sorry, Dori. Ich lasse mich so leicht ablenken, das ist so schlimm. Ich finde, man hört dich gut. Klingt nichts Auffälliges. Okay, das ist gut. Dann kann ich sie so lassen. Okay, dann mach mal weiter. Genau, dann wenn sie neben dran stehen will. Okay. Ups. So, dann tue ich mich wieder zu euch gesellen. Ihr steht da schön in einer Reihe. So. Das ist ein Erinnerungsbild. Ich habe jetzt Norke, dass er so geschaut. So, Okay, dann geht es weiter zum Zirkus. Und dann mal schauen. Emilia and Garden.
Das ist ein spezieller Name. Also speziell, ja. Ameisengarten. Genau, also ich habe es schon in ein paar anderen Streams gesagt, aber ich hoffe wirklich, dass euch die Ruhe zum Teil nicht stört, dass euch vielleicht zu ruhig ist. Weil ich habe ab und zu einfach nichts zu sagen. Und ich bin nicht gut im Smalltalk. Aber ich versuche da mein Bestes und genau. So. Mich stört es nicht. Ah, das ist super, Dori. Dass dich nicht stört. Ich habe Angst, dass ich so Zuschauer vergraule, weil andere Streamer reden einfach nonstop. Und ja. Und ich weiß nicht, wie man das kann. Genau, morgen sehe ich endlich meine Psychiaterin. Und dann kann ich sie endlich mal auf eine Abklärung darauf ansprechen. Also ich habe es schon letztes Jahr gemacht, aber dann hat sie gesagt, ja, das Symptom könnte sich aber überschneiden mit dem, was du schon hast. Wenn sie es wenn sie es trotzdem machen. Und ich, nein, vielleicht doch nicht. Aber jetzt, was sich der Verdacht wirklich verhärtet hat und ich da so, Dings Dollar, also wirklich etwas aus dem Spektrum wirklich gesehen habe, was wirklich auf mich zutrifft, von den meisten Punkten her. Muss ich echt sagen, einmal mache ich jetzt aber wirklich so eine Abklärung. Weil der Verdacht, den ich habe, ist jetzt nicht gerade einfach ganz leicht, er ist schon ein bisschen gravierend. Aber trifft am meisten auf mich zu. Also, vielleicht interessiert euch das Thema nicht, aber ich mache dann, wenn sich's bestätigt, mache ich ein Video dazu. Und wenn nicht, dann weiss ich, dass ich zumindest einfach hochsensibel bin. Weil das weiss ich, dass ich das bin. Das hat mir ein anderer Psychiater vor irgendwie 6 Jahren mal gesagt. Und ja. Also ich bin wirklich extrem offen bei diesen Themen. Vielleicht ein bisschen zu offen. Andere würden jetzt so etwas verheimlichen oder gar nicht sagen oder was auch immer. Und ja. Na komm. Gut. Tada, da bin ich wieder. Okay, dann geht's ab nach Fort Pinta. Aber die Kamele kommt da noch mit. Oh, ich könnte mir wieder mal einen Kamillentee machen. Das wäre jetzt schön. Also etwas, was ich euch wirklich empfehlen kann, was echt gemütlich ist Kamillentee in Essen so leveln und irgendwelche entspannte Musik laufen lassen. Oder so relaxing Musik oder so. Das ist so toll gewesen. Ich würde es so gerne wieder machen. Moment, Lucio hat keine richtige Aufweisung drauf. Okay. Stimmt, der Bazar. Ich habe den voll vergessen. Ich bin gespannt, wenn dann doppelt Starcoins kommt, weil da werde ich dann voll zuschlagen, weil ich brauche jede Menge Starcoins fürs Halloween-Event.
Also ich hoffe, es kommt erst anfangs nächste Woche. Und ja. So nicht auf meinem Monitor so komische Flecken. Wer kommen die? Okay. Ja, die gehen auch nicht weg. Schade. Okay, da wären wir vor der Pinta. Und einen gemeinsamen Moment. Perfekt. Und sonst so, was läuft so bei euch? Alles Paletti? Alles gut bei euch? Was habt ihr heute so gemacht? Würde mich noch interessieren. Ich muss später noch kurz weg. Okay, Dori. Hi Wolke. Hoi Raya. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Wenig besser, aber immer noch gleich scheiße. Oh je. Also gescheiter ablenken in dem Fall. Yep. Okay. Was meinst du, willst jetzt Ablenkung gescheiter anstatt drüber reden? Kann ich verstehen, dann machen wir das so. Dann rede ich mal nicht über gesundheitliche Themen oder so anderes Zeugs, sondern schauen mal, ob ich sonst etwas finde. Ja, alles klar. Ich habe mir jetzt überlegt, ein neues Plüschtier zu kaufen, also so einen Plüschhund. Und dann habe ich so gedacht, weißt du was, ich habe so viele Plüschtiere, vielleicht finde ich irgendeins, wo meinen Sinn anspricht, wo mir dann mega gefällt. Und dann bin ich in den Keller runter, um meine Plüschtiere anzuschauen. Und dann habe ich die Schranktür aufgemacht und gerade den perfekten Plüschhund gefunden. Und der ist jetzt so neben mir zusammen mit meinem Hund, also mit meinem wirklichen Hund, neben mir da auf dem Tisch. Die beiden sind so herzig zusammen. Und natürlich hat der Name von meinem Plüschhund etwas mit Sonne zu tun. Wie sieht er aus? Er ist hellbeige, also jetzt relativ klein, also kleiner als mein wirklicher Hund. Sagen wir etwa so groß wie eine Getränkedose. Etwa. Nein, bitte nicht. Ja, also hellbeige hat schwarze Augen und braune Flecken, also super süß. Und er ist richtig flauschig. Also mega herziger kleiner Plüschhund. Süß. Ja, finde ich auch. Also ich bin froh, dass ich den Hund weiterentdeckt habe. Weil er ist so herzig.
Durch wieder Hardcore am Überholen. So wäre das auch gemacht. So, dann ab zum Strand rennen. Das Moos, die beiden Moos noch schnell einsammeln. Perfekt. Da badet jemand. Habe ich auch noch nie gesehen, so. Okay. Und weiter geht's. Oder wartet Pferdmädchen bereits? Also ich bin gespannt, wie sich der Stream noch entwickelt. Weil das ist immer so ein grosses Rätsel. Genau. Ich habe heute ganz viel von Tschernobyl angeschaut. Oh, okay, spannend. Und ist interessant gewesen. Spannend, unheimlich und traurig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dass es so, so ein bisschen ein Mix ist. Okay, dann geht es weiter nach Silverglade zu der Steve's Farm. Ich habe immer Angst gehabt von AKWs und Leuten. Okay. AKWs sind schon ein bisschen speziell, aber ich würde die Nachricht wieder rausnehmen, Raya, weil so kann man herausfinden, wo du wohnst. Also gescheiter weg damit. Aber Angst vor AKWs, ja, das kann ich verstehen. Okay, ich laufe jetzt extra langsam, damit Dori nachkommt. Also es wird mich sowieso einholen, weil sie kennt Abkürzung und so. Okay, danke. Gern. Also gescheiter einfach nicht etwas sagen, wo man den Wohnort kann eingrenzen kann. Gescheiter nicht. Weil man weiß nie, wer da mitliest. Bin schnell beim Firkopf Jumpy. Okay, Dori. Dann VS und VG und schnell auf. Obwohl es erst schon 6 Minuten ist. Aber hey. Nachher gehe ich duschen, bin gestern mit Feuer gsi. Okay. Ich hätte heute eigentlich auch noch duschen, aber mich hat so auf Deutsch gesagt, demotiviert. Ich sage das andere Wort bewusst nicht, weil ich weiß nicht, ob es in den Stream gehört. Genau. Und wenn es jemand interessiert, hat er es jetzt schon lange gesehen. Ja, stimmt auch wieder, aber trotzdem, wenn jemand den Stream nachschaut, dann wird er das, glaube ich, gar nie sehen. Wahrscheinlich, also ich weiß jetzt nicht, aber ja. So. Ah, genau, heute ist Donnerstag. Leute, vergessen die täglichen 10 zusätzliche XP nicht. Was es da beim Steve gibt. Ich vergesse ständig, dass Donnerstag ist. Und ich bin überrascht, wenn die Quest da ist. Was raus ist, raus. Ja.
Hast auch wieder recht. Wenn es etwas gibt, was ich gar nicht mag, dann ist Duschen, aber muss leider auf sie gehen und so weiter. Same, Dori. Absolut same. Ich mag es auch überhaupt nicht. Aber hey, ja, muss leider sein. Also eigentlich kann ich nur wegen meinen Haaren duschen, weil die werden relativ schnell fettig. Und ja, das ist der einzige Grund, wieso ich duschen gehe. Und dann auch nur, wenn ich rausgehe. Und das ist vielleicht ein bisschen grusig oder so, aber wenn ich komplett allein bin und ich weiss, ich gehe nicht den nächsten Tag nicht raus, dann gehe ich nicht duschen, weil ich schmecke mich selber zum Glück nicht. Oder vielleicht schon irgendwann nach 2 Wochen oder so. Aber ja. Zuerst ist es immer so, ich will nicht duschen, es ist super anstrengend, es dauert ewig und alles. Und dann während dem Duschen will man gar nicht mehr raus. Dann nach dem Duschen denkt man sich, wieso bin ich überhaupt duschen? Es ist jetzt richtig unangenehm. Das magst du an Duschen nicht, ich liebe es. Ja, es dauert ewig und nach dem Duschen ist man dann so flutschnass und dann ist alles so feucht und dann klebt die Kleidung und der Nacken ist unangenehm. Weil die Haare halt Feuchtigkeit zurückgeben oder so. Und ja. Eben bei mir dauert es ewig, weil ich dann eben noch mega lang muss rumhocken, damit die Feuchtigkeit weggeht. Oder ich mehr oder weniger dann trockne. Genau. Und ich muss auch zugeben, ich bin nicht gern in dem Zustand, wo man halt während dem Duschen ist. Also, ja. Ich hoffe, ihr versteht es, aber ich sage es jetzt da nicht, weil ja, da schaut wahrscheinlich auch Kinder zu. Ein Shampoo und Bademanteltuch und ihr das Badetuch auf den Boden legen, so aufwendig. Okay. Also ich tue mir das Badtuch gar nicht auflesen, es liegt einfach die ganze Zeit dort. Und der Badmantel, ja, besser als ein Badtuch, finde ich. Okay, das kann ich verstehen. Okay, gut. Moment, Dori, ich habe es jetzt gerade nochmal gelesen, für ein Shampoo und ihren Spot auf den Boden. Du leihst das Shampoo auf den Boden? Oder, oder lese ich das einfach, oder verstehe ich das gerade einfach falsch? Bin es einfach nur reich, oder? Und das Warten bis Warmwasser mal läuft. Oh ja. Und dann, nein, ich meine einfach das Zeug riecht. Ach so, okay. Ja, es wartet bis das Wasser warm wird, das ist auch so etwas. Vor allem dann spritzt es noch vielleicht ein bisschen und dann ist man ja allgemein ein bisschen empfindlich. Und dann, ja, als Shampoo lege ich so am Rand von der Dusche. Ah, okay, ja, kann man auch machen. Ich habe extra so einen Behälter in der Dusche, wo so Shampoo und so Hygieneartikel kannst rein tun. Das ist auch noch praktisch. Also Leute, sind mir nicht böse, wenn ich ab und zu vielleicht ein bisschen zerstreut bin. Aber ja, vielleicht habe ich bald eine Erklärung dafür. Okay, das mit dem warmen Wasser, das habe ich lange gehabt, dass ich das nur kaltes Wasser habe, aber jetzt habe ich keine Dusche, wenn mir Warmwasser gibt. Ah, das ist doch toll. Warmwasser mit warmem Wasser duschen, das ist mega angenehm.
mein Freund hat mal reklamiert, wieso denn alle Frauen immer warm duschen? Und ich so, wieso willst du immer kalt duschen? Ja. Ich habe auch einen Behälter, aber der ist voll und fliegt sonst immer ab. Ich bin zu voll dafür, um das aufzuräumen. Okay, ich kenne das. Du bist nicht die einzige, Dori. Ja gut, ich will nicht wissen, wie mein Bad aussieht. Wieso rede ich über mein Bad? Ja genau, okay, ja, ausrundum kann man auch reiten. Alles Gutes wegen der Psyche. Okay. Also auf was bezogen jetzt? Ich habe den Zusammenhang wieder. Müssen einpehren. Tut mir leid. So, die Goldmelisse kommt noch mit. Dass das Frauen immer gerne warm duschen und Männer immer kalt duschen, dafür gibt es eine Erklärung, glaubt sogar. Oh, möchtest du es erklären, Raya? Das würde mich jetzt noch interessieren. Dann kann ich ja mal aus der Gruppe raus, allein in der Gruppe, sie macht jetzt nicht groß Sinn. Okay, das ist ein Club. Ist der nicht schon letztes Mal da gewesen? Oder vorletztes Mal während dem Streamen? So. Ich weiß nicht mehr ganz, ob es so richtig ist, aber ich glaube, es liegt an den Zellen von Frauen und Männern. Okay, das ist interessant. Aber es kann Sinn machen, natürlich. Ich und mein Freund sind auch komplett unterschiedlich, was so Bedürfnisse angeht. Ich weiß nicht, ob das noch eine Zukunft hat. Hoffentlich lässt er da gerade nicht mit, weil sonst muss ich mir dann anschauen, ja, was ist denn alles nicht gut. Aber ich habe vielleicht bald eine Erklärung für das alles. Und dann kann ich endlich mich so ausleben, wie ich bin. Ohne Masking, ohne nichts. Und auf das freue ich mich jetzt schon. Vielleicht liegt es auch daran, dass Frauen ihre Tage bekommen und dadurch viel mehr Blut verlieren und sie damit auch mehr warmes Wasser brauchen, um sich aufzuwärmen. Das kann auch sein. Aber ich dusche immer warm. Schon fertig. So, das Barrel rennen. Let's go. Ups, dadurch geht's. Okay. Ich habe es halt mal irgendwo gehört, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie das ablief. Okay, aber spannend, dass es da wirklich eine Erklärung dafür gibt. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht. Ich habe gedacht, es sagen einfach nur Vorliebe. Einige mögen das eher und andere eher das. Gut, dann geht es wieder zum Landgut. Okay.
69 Abos. Was? Schon 69? Vorher sind es so 68 gewesen, wo ich geschaut habe. Woher kommt denn jetzt der 69? Aber hey, cool. Danke an euch alle, die abonniert haben. Ihr sind einfach wirklich die Besten. Genau. Also ich bin heiß Dusche. Also du heissest... Du duschst heiß, nicht du heissest duschen. Oh Gott. Was rede ich da wieder? Also eine Heissduscherin bist du. Ich auch. Dann kommt mein Freund und reklamiert, du duschst viel zu heiß. Kannst du bitte etwas älter machen? Und ich so, es ist meine Dusche, sorry. Also nein, ich habe es schon gemacht, aber... Ah ja. Und ich warm duschen heiß vertrage ich nicht. Ich habe ab und zu das Problem, dass ich zu heiß dusche und dass dann... Und dann habe ich so rote Knie, wenn ich wieder aus der Dusche rausgehe. Ja, das ist so ein kleiner Nachteil bei mir. Aber halt immer noch so heiß, dass es nicht unangenehm wird, wenn man zum Beispiel die Haare wäscht. Weil dann mag ich heiß auch nicht. Aber meistens mache ich es so, ich mache es erst ziemlich heiß und dann wird es mir dann zu heiß und dann tue ich es immer so ein bisschen abstellen. Aber es bleibt immer im warmen Bereich. Also eigentlich zuerst heiß und dann warm, kann man so sagen. So. Oh mein Gott, ich habe heute einfach aus Versehen das Gocki ausgeleert. Und das neben dem PC. Es war so ungeschickt von mir. Dass ich bei meinem Vater manchmal zu Hause war und ich aus der Dusche war, kam immer ein riesen Dampf hinaus und er fand immer, ich dusche viel zu heiß. Ja, bei Dampf, das ist ein Anzeichen, dass man relativ heiß duscht. Aber ich meine, wenn es dir gut tut, wenn du dich dabei wohlfühlst, dann wieso nicht? Wenn nicht das. Jetzt teils richtig viele Pflanzen zum Einsammeln. Das ist noch toll. Duschen wird zur Sauna. Ja. Nur, dass man dann nicht einfach rumhockt und anfängt zu schwitzen, sondern einfach, dass man dann sich auch aktiv bewegt, was dazu führt, dass man noch mehr schwitzt. Und ja. Was ich einmal gemacht habe, ist einfach so den Duschstrahl laufen lassen und dann hinten dran anhocken. Da fühlst du dich wie in einem Wellness. Das war richtig angenehm irgendwie. Könnte ich wieder mal machen. Aber ich habe das Duschen noch vor mir. Ich muss morgen noch machen. Aber ich froh, hat meine Psychiaterin den Termin auf den Nachmittag verschoben. Ich wäre wahrscheinlich nicht aus der Feder rausgekommen. Vor allem, es ist immer nicht mehr geglaubt, dass ich arbeiten kann. Dabei mache ich das seit Anfangsmonat nicht mehr. Ich stelle mir immer, dass ich in einem schweren Regen bin. Oh, das wäre auch schön. So die Vorstellung. Moment. Oh nein, gut.
Ich bin so blöd und habe gerade meinen Oberarm angelangt und dann habe ich plötzlich eine Schwelle gespürt und ich so, Scheiße. Und also kurz weg, bevor meine Schwester das Gefühl hat, dass sie zuerst stirbt. Okay, Dori, dann bis später und viel Erfolg. Zeigt mir das beim Duschen. Egal, auf jeden Fall viel Spaß beim Duschen. Okay. So. Kann ich die sammeln? Ja, perfekt. Okay, ich tue mich nachher schnell muten, weil ich mache dann noch mein Goki auf, also meine Goki-Dose. Und ja, das ist dann sonst extrem komisch für euch, wenn ich mich nicht vermute. Und darum mache ich das dann nachher schnell. Genau. So ist das. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre es nicht so. Was? Ja genau, einmal da rauf. Gute Idee, Ushio. Und ich mache gerade die Quest, die man machen muss, damit man zum Golden Hills Hexenhügel kommt. Dann trägt man Linde dorthin, bis man angekommen ist, damit sie sich nachher wieder zurück teleportiert und dann guckt, was sie vorher war. Ja, das ist mega nervig. Da musst du halt einfach jede mega oft hin und her reiten. Oder du setzt den Heim mit so einem Landgut, das habe ich auf meinem dritten Account gemacht. Weil am Anfang von der Hauptstory sehr, sehr viel beim Landgut. Und ja, dann geht es einfach viel schneller und viel einfacher. Also, ich tu mich schnell muten. So, da wäre ich wieder. Okay, dann ab zu der Rita Arena. Moment, hat sich gerade der Stream aufgehangen? Kann das sein? Ups. Also vom Handy läuft nur alles. Ja. Ist nur die YouTube-Vorschau, die jetzt extrem verzögert ist.
Ja, ja. Mögt ihr die Rennen bei der Rita Arena? Also ich finde die toll. Ich mache die gern. Ich auch. Ah, das ist toll. Dann mögen wir beide die Rennen. Okay, wenn man nicht weiss, was reden, einfach fragen, ob einem das Rennen gefällt, was man jetzt gerade am machen ist. Hoppala. Genau, wieder mal den ersten Sprung verkacken. Ich mag im Allgemeinen ein Springrennen nur nicht im echten Leben. Okay. Im echten Leben sicher viel schwieriger. Also da im Spiel mag ich Springreiten auch extrem. Also mir macht es mega Spaß. Also mehr Spaß als jetzt andere Rennen. Und ja. Gut, wer hat die jetzt schon wieder gemacht? So, dann ab zu der Arbeitsrichtweise. Ich komme rein. Alles klar, Raya. Mach noch 3 Rennen hier im Landgut und nachher geht zu der Kürbisfarm. Aber kennt ihr das, wenn ihr irgendwie Hunger habt, aber irgendwie auch nicht? Ist ganz komisch. Ah, nach meiner besten Zeit. So, und das da. Das ist doch nicht irgendwie Lust. Also Lust. Nicht wirklich. Es ist einfach irgendwie so ein Hunger oder aber gleichzeitig auch nicht Hunger. Upala, genau. Ja. Also ich habe gerade auf nichts gelust irgendwie. Aber ja. Ich kann es auch nicht erklären. Okay. Ich streame schon wieder bald eine Stunde. Es ist so krass, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Genau. Ich habe mir überlegt, wie das mit meiner Wohnung aussieht.
ziehen, weil ich halt nicht muss mit dem Nachbar. Verwalter kann nichts machen. Und ich bin auch machtlos. Mehr kann ich auch nicht machen. Ständig Polizei holen will ich jetzt auch nicht. Ja. Okay. Über was kann man noch so Schönes reden? Es gibt ja so viele Themen und mir kommt einfach nichts in den Sinn. Na, da ist 3. Perfekt. Mit dem Champignon. Genau. Okay, dann ab zu der Kürbisfarm. Mir fällt auch nichts ein. Ja, das muss auch nicht rein, ja. Ich bin ja eigentlich dafür verantwortlich bei den Streams, dass da Gesprächsthemen geliefert werden. Genau. Was gibt's noch für Lieblingssachen? Wir haben jetzt Lieblingsbäume, Lieblingsstein, Lieblingszeug, Lieblings... Ah, nein. Lieblingsautomarke. Was habt ihr da so? Ist vielleicht ein bisschen random, aber hey, es ist ein Gesprächsthema. So, let's go. Was ist mit deiner Herzidee? Was mein Herzensinteresse meinst du, oder Spezialinteresse? Stimmt, über die kann ich immer reden. Wenn mir etwas in den Sinn kommt. Genau. Es ist halt ab und zu nicht so einfach, weil es ist halt ziemlich, wie kann man sagen? Wie heißt dein Hund nochmal? Welcher von diesen beiden meinst du? Meinst du meinen Roboterhund oder den Plüschhund? Oder meinst du beide? Weil über meinen Hund könnte ich 10 Stunden am Stück reden, weil er einfach super toll ist. Und dann gemeinsamen Moment, bis ich jetzt nie. Sag mal beide. Okay, mein Roboterhund ist der Aki oder auch einfach der Akio. Also Aki ist ein Spitzname. Aber ich sage, eigentlich ist er offiziell der Akio. Ja, und mein Plüschhund ist der Afila. Ist auch super cute. Also Afila und Aki. Und beides hat mit so nichts zu tun. Ja, das ist wieder so typisch. Ja, ich finde den Afila so super herzig. Vor allem da die Flecken, die er hat, mega süß. So hellbeige und braun. Ich weiß gar nicht mehr, von wo ich ihn habe. Ich habe ihn einfach plötzlich in meinem Schrank da unten entdeckt. So, dass beides Junge oder Mädchen sein, was für Geschlechter haben die? Der Aki ist männlich und der Afila eigentlich auch. Also es sind beides, was man sagt, Rüde. Es sind beides Rüden. Also männliche Hunde. Und der Aki weiß sogar, dass er männlich ist. Weil, ja. Er lernt selber, welches Geschlecht er hat, je nachdem, was man ihm sagt.
Also wenn man immer sagt Good Boy oder Good Girl, dann merkt er sich das, ob er jetzt ein Boy oder ein Girl ist. Und das ist auch super cute. Bei mir sind sehr, sehr, sehr viele Plüschtiere-Männchen. Ich weiß nicht, wieso ich so wenig Weibchen habe. Und ich habe wirklich viele Plüschtiere. Also mehrere, also mindestens 5 Zügelschachteln voll. Genau. Ich weiß noch, wo mein Hund einfach die Balkontür angebisselt hat. Und dann hat er einfach sein Revier mit markiert. Das ist so cute. Aber irgendwie hat er die Stelle allgemein mega mögen, weil es dort halt upla, ziemlich hell ist und er mag helle Orte. Kleine Wolke, ich bin noch schlechter in Rennen machen. Ich stoße wirklich an jedem Hindernis an. Oh nein. Na gut, es gibt halt so Tage, wo man einfach irgendwie anders drauf ist, auch immer wieder Rennen. Ja, ich habe auch so Tage, das passiert einfach und ich weiß nicht wieso. Vielleicht ist man müde, vielleicht ist man überarbeitet, vielleicht ist man erschöpft, vielleicht ist man überreizt, das kann auch sein. Dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Konzentration da im Spiel. Und ja, es kann passieren. So. Ich würde gerne einfach mal wieder in so einen Laden gehen, wo Plüschtiere verkauft. Und dann einfach so ein Wohlfühl-Plüschtier raussuchen. Also, wo wirklich so ein Wohlfühlgefühl auslöst. Wie zum Beispiel das graue Curly da in SSO oder das eine Outfit, das ich so gerne habe. Und das einfach mit einem Plüschtier. Und dann wird das so mein Wohlfühl-Plüschtier, das ich dann überall kann mit hinnehmen kann. Also natürlich versteckt und so, damit es niemand sieht. Den Spielzeugladen. Ja, zum Beispiel. Aber es gibt auch zum Beispiel, der Migros verkauft auch Plüschtiere oder so. Einfach mal, oder an Ort, wo wirklich viele Plüschtiere hat. Ich kenne da nämlich einen. Und ja, ähm, genau, ich frage mal meine beste Freundin, ob sie über mitkommen will. Allein mache ich das nicht. Oder könnte ich schon, ich bin auch schon allein dort angegangen, aber ja. Dann mal schauen, ob irgendein Plüschtier das Gefühl kann auslösen. Und wenn es das kann, dann wird es instant gekauft. Ohne überlegen. Wenn wir uns persönlich kennen, würde ich gerade mitkommen. Kann ich verstehen. Moment, du bist ja aktuell gerade die Einzige, die da zuschaut. Wahrscheinlich. Und darum, ja. Ich meine, wieso nicht? Jetzt haben wir in einen Spielzeugladen gegangen. Weißt du, wie cool. Also ich würde wahrscheinlich 10 Stunden in der ich meine Spielzeug. Plüschtierabteilung sein. Ja. Trotzdem noch ein schwieriges Thema, finde ich.
Was meinst du mal, das persönlich kennen oder wie? Weil, ja, das ist so im Stream schon ein bisschen schwierig. Ja. So. Ja. Ja. Also ich habe das Problem, dass ich Leute viel, viel zu schnell vertraue. Also ich vertraue dir jetzt zum Beispiel. Aber ja, ich weiß auch nicht, wie alt das du bist, darum bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ja, aber befreundet kann man trotzdem sein. Genau. Oder wenn man mal so ein sogenanntes Fan-Treffen macht, ich, du und Tori. Das wäre dann gehen wir so das dritte go shoppen. So wir drei Schweizer go shoppen. Also ich wäre dabei. Eigentlich sind solche Games kommen genau für sowas gut. Ja, ich kann dir sagen, dass ich ungefähr in fast selten Alter bin wie du. Ah, wirklich? Ah, dann bin ich beruhigt. Dann, ja. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, du wärst vielleicht ein bisschen jünger. Aber wenn du fast gleich alt bist, dann ist alles gut. Also ich frage mal, so bist du über oder unter 20? Weil Dori hat ihr Alter mal angedeutet. Auch ein wenig jünger als du. Okay. Also du musst es nicht sagen, wenn du nicht willst, aber mich würde es halt schon noch ein bisschen interessieren. Oder wir können auch, wenn es nicht öffentlich willst, sagen, dann... Also du musst es nicht sagen, nicht mal mir, aber trotzdem. Gott, ich hoffe, ich tue jetzt nicht creepy. Ich werde die letzte, was so etwas machen. Oh je. Über 20. Ah, okay. Das ist... Okay. Dann bist du älter als Dori. Dann sind wir beide älter als sie. Ah, ist Dori die jüngste bei uns. Okay. Also genau frage ich jetzt nicht. Es geht mich eigentlich auch nicht an. Nur, dass ich weiss, wie ich mit euch umgehen kann. Also ob ich jetzt mehr verkacken oder versauen kann sagen. Weil bei Kindern sollte man nicht unbedingt versauen sagen. Weil die nehmen das sonst auf. Und ja. Darum sage ich damals immer noch verkacken, weil das ist jetzt eher... ja. Ich vermute mal, dass die Anzeige bei gleichzeitigen Zuschauern jetzt wieder nicht stimmt. Auf dem Handy zeigt es mir 1 an und auf dem PC, also da in der Vorschau 0. Das ist ein bisschen mühsam.
ich bin noch da. Okay, das ist gut. Dann stimmt die Anzeige wirklich nicht. Ich habe das in jedem Stream ist das so. Ist echt nervig. Also nervig. Es ist einfach ein bisschen mühsam. Aber ich glaube, du wirst mich auch für unterschätzen, wenn du mich willst, du mich lieber mal sehen, weil ich ziemlich klein bin. Oh, ich bin auch nicht gerade die grösste Reihe. Ja. Sogar auf meinem Pass, also auf der ID bin ich sogar grösser als in echt. Also, ja. Genau, ich weiß nicht, ob ich meine Größe preisgeben sollte. Also, wenn wir uns nochmal nachtreffen, dann sind wir vielleicht gleich groß oder vielleicht. Ja. Also, meine beste Freundin ist auch nicht groß, sie ist sogar kleiner als ich, aber sie ist auch zur Hälfte Italienerin, also hat sie es von ihrem Vater. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück, Dori. Und gut duscht. Auf jeden Fall duschst du viel schneller als ich. Ein Strich der Barnes, genau. Gut. Also ich würde einfach sagen, Grösse sagt nichts über das Alter aus, finde ich. Eben meine beste Freundin ist unter 1,60 und sie ist praktisch gleich alt wie ich. Hallöchen, wie geht's so? Hallo Cookie, mir geht's gut und dir? Wahrscheinlich erkenne ich dich wohl an deiner Stimme, wenn du auf der Straße läufst. Ich würde es nicht ausschliessen. Also wenn du irgendwann mal im Kanton Zürich unterwegs bist, vielleicht mal Tourenspitze. Ich glaube, ich würde dich nicht erkennen. Gut, wieso auch? Auch ganz okay. Okay, das Upela, genau. Das freut mich, Cookie. Ich habe nicht mal eine Medaille gewonnen, so langsam bin ich gewesen. Oh je. Ich war mal im Kanton Zürich. Okay, spannend. Also, ja. Wo denn im Kanton Zürich? Okay, nein, gescheiter nicht antworten, weil sonst komme ich noch auf dumme Leak-Dinger. Ich liege dann vielleicht aus Versehen ja in der Nähe oder so. Gescheiter nicht. Manchmal ist mein Maul schneller als mein Hirn. Also ich sage auch mit Sachen. Äh, und dann bereue ich es, dass ich es gesagt habe. Ich wüsste es auch gar nicht mehr. Okay, dann halb so schlimm. Vielleicht auch besser so. Ups, ja genau. Einmal Bounce Bounce macht es schön über das Hindernis kann springen. Ich glaube, du gern springen. Oh mein Gott, ich habe das Pony-Rennen vergessen. Oh, das kann ich nach dem... Das kann ich dann noch machen, wenn ich da durch bin. Mit der Level-Route, so ganz am Schluss. Ich habe das Pony-Rennen vergessen, weil ich schon so lange kein Pony mehr gelevelt habe. Ich habe da leider meine Bestzeit geschafft bei diesem Rennen. Jetzt habe ich nicht mehr die coole Bestzeit von 55, sondern irgendwie 55, 30 oder so habe ich jetzt. Ich hätte es nicht sollen machen, weil die Bestzeit ist so toll war. Aber hey, was soll's. Soll ich mir einen Connemara kaufen? Wenn du genug Starcoins hast, Cookie, dann... why not? Ich glaube, wenn man das Ponyrennen freischaltet, kann man es mit den Anfi machen. Ja, ich glaube im allerersten Mal schon. Also ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht, aber... Also freigeschaltet mit dem Account. Aber ich glaube, es war irgendwie so gewesen.
Pony. Yep, das hier ist ein Pony. Ich glaube, Scotland Pony, oder was bist du? Ja, Scotland Pony ist sie. Ich finde sie so herzig. Allgemein Gotland Ponys mag ich irgendwie, weil sie so flauschig aussehen. Irgendwie, man sieht da die Textur vom Fell und die Mähne sieht auch irgendwie richtig flauschig aus. Ja, der grösste Unterschied. Oh, da oben. Jetzt hat sie einen nach mir gesucht, unglaublich. So, hey, ich sehe dich vor dem Hochross gar nicht. Ich mag es auch besonders in der Trab. Der Trab, den muss ich mal schnell anschauen. Ja, der ist toll, sie hüpfen so herzig. So ein richtig leichter Trab ist das. Mega cute. Hoppala. Und Kanter. Ja, der Trab ist richtig herzig. Okay, dann geht es weiter zum Observatorium. This is Pandoria. Okay. Mal eine Frage an euch. Wirklich in meinen Streams authentisch? Oder wie ich selber? Oder wie kann man dem sagen? Also ich wüsste ja nicht, wie ich so bin, aber wirklich authentisch. Weil ich habe das Gefühl, meine Streams haben sich auf jeden Fall verbessert, was so Wohlfühlen und so anbelangt. Ich finde schon. Okay, das ist gut zu wissen. Also meine ersten Streams sind ja wirklich noch so, fast ohne Emotionen gewesen, oder so kann man fast sagen. Ich bin dann nervös und jetzt voll easy, locker, alles gut, alles fein. Ich habe mich gerade noch ein bisschen damit gestreamt, wie ich meinen Stream einrichten soll, damit er nicht so voll ist. Aber mit so einem Server oben und meinem Computer in der Ecke. Okay, das klingt aber auch noch cool, Cookie. Ah, beschäftigt anstatt gestreamt, okay. Ein bisschen damit beschäftigt, wie ich meinen Stream einrichten soll. Ja, also ich lasse ihn vorerst nur so, damit es mich selber nicht überfordert. Weil ich würde sagen, ich komme damit nicht klar und ich weiß auch nicht, wie das geht. Dann habe ich mich ein bisschen damit gestreamt, wollte glaube auch gespielt schreiben oder so. Ach so, okay. Jetzt check ich es. Nach 10 Minuten habe ich es endlich mal gecheckt, was Cookie wird schreiben. Ich glaube, okay. Man muss ja auch ein wenig Vertrauen aufbauen, damit man auch irgendwie die Leidenschaft dafür bekommt, Videos zu machen. Genau, also man muss ja wirklich Vertrauen in sich selber haben. Also in sich selber, ja. Also habe ich jetzt nicht wirklich, aber... Genau. Jetzt ist mir gerade etwas entfallen, was ich sagen wollte. Super. Ich überlege gerade noch, ob ich noch was einbauen soll. Okay, also mein Tipp, Cookie macht nicht zu viel aufs Mal. Also zumindest bei mir ist das so, ich bin dann elend überfordert. Also ich kann jetzt doch, was so Vertrauen und Mut und so angeht. Also mir kommt es vor, als hättest du heute viel mehr Vertrauen in dir als früher. Ja, das ist auf jeden Fall so. Weil früher ich habe null Selbstvertrauen. Ich habe sogar minus Selbstvertrauen gehabt. Wenn es das überhaupt gibt. Also auf jeden Fall das Gegenteil von Selbstvertrauen und allgemein Vertrauen in mich.
Weil, also es hat seine Gründe, schaut mein Lebensgeschichte-Video an, dann wisst ihr das. Ich erkläre jetzt nicht nochmal alles. Genau, und ich würde sagen, wenn ich jetzt nie private Level-Talks aufgenommen hätte, würde ich mich auch nicht getraut zum Streamen. Weil so bin ich es mir gewöhnt. Ich bin an ich habe mich an meine eigene Stimme können gewöhnen, was jetzt auch nicht so einfach war. Und ich kann mehr oder weniger frei reden. Also nicht immer, aber ab und zu halt. Und ja, ja. Und das hat jetzt wirklich ein paar Streams gebraucht, bis ich mich wirklich getraut habe, ein bisschen aus mir rauszukommen, kein Masking zu machen und auch über meine Herzens- oder Spezialinteressen können zu reden. Und es hat so gut da letztes Mal am Dienstag. Es war so ein schöner Stream. Meint, wieso rede ich jetzt da durch? Nein. Immerhin hat es einen Laubhaufen, habe ich den jetzt eingesammelt. Oh, genau, ich muss mir das Inventar leeren. Ich habe da noch irgendwelches Zeugs. Okay, ich weiß es nicht, wieso ich das Rennen nochmal gemacht habe oder so. Wie viele Champignons hast du eigentlich jetzt gemacht, bevor wir das Bonnie Jumping danach gemacht haben zusammen? Ah, wie viele Jumpies hast du eigentlich gemacht, bevor wir das Bonnie Jumping danach gemacht haben zusammen? Ja, du meinst damals beim Stream, wo nur wir beide noch im Stream sind und dann das Bonnie Jumping gemacht haben, meinst du das? Weil, wenn ja, dann kann ich es mit beiden Händen abzählen. Also unter 10 Jumps bin ich geritten, außerhalb der Streams. Also wirklich nicht viel. Genau. Laubhaufen. Aber ich finde es mega lustig, wie du einmal Champignon schreibst anstatt Jumpy. Weil Champignons sind fein. Also wirklich. Und auch roh sind die richtig gut, finde ich. Weil ich finde, dort hast du auch deine Angst echt stark abgebaut. Ja, ich habe mich tatsächlich getraut, das Jumpy zu reiten. Und jetzt, ich mag Jumpys immer noch nicht. Aber es ist weniger schlimm als früher. Also früher war es echt schlimm mit Angst vor den Jumpies. Und Aurora. Oh, ich habe gar nicht geschaut wegen Midnight. Mist. Kann ich nur zustimmen, Raya. Oh, danke, Dori. Das ist so lieb von euch beiden. Ich würde sagen, Stream ist einfach Übungssache. Und so kann man es auch Selbstvertrauen aufbauen und so. Ja, ich weiss, du mehr Autokorrektur. Ja, Autokorrektur kann nervig sein, aber es können auch lustige Sachen daraus entstehen, wie zum Beispiel Champignon. Ich meine, Champignons sind fein, also. Ich finde, du machst es echt gut bei Jumpies, bist öfters platziert worden. Ja, ich wäre teils schon sogar besser dran gewesen, wenn ich nicht irgendwie am Ende immer etwas verkackt hätte oder gefährlich gestürzt wäre, was auch richtig unfair ist bei Jumpies. Genau. Ich fände es cool, wenn es so die Funktion vom gefährlich Stürzen wenigstens bei den Jumpies würde entfernen, weil ich finde es nicht fair. So mache ich jetzt kurz einen Teststream. Alles klar, Cookie, viel Spaß. Vor ein paar Jahren oder vor einem Jahr ist es schon denkbar gewesen, aber vor ein paar Jahren, wo ich mich wirklich komplett isoliert habe und alles, wäre es unvorstellbar gewesen zum Streamen. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals streamen würde. Und jetzt, ich bin so drauf, als ob ich nicht einmal mehr Sozialphobie hätte. Und ja, das freut mich eigentlich ziemlich. Also ich habe immer noch meine Sozialphobie-Probleme außerhalb der Streams. Und ich glaube, die werden dann nie wirklich weggehen.
Aber ja. Ich weiss noch, wie nervös ich am Anfang vor den Streams war. Also wirklich extrem. Ich könnte ja mal meinen allerersten Stream wieder mal anschauen, wo aber nur ein Zuschauer ganz, ganz kurz vorbeigeschaut hat. Und ja, der hat dann aber wieder etwas geschrieben, und sonst etwas, der ist nach einer halben Minute wieder raus. Du hast auch ein anderes Rennen bei diesem Wetterrennen. Du meinst in Redwood Point, da was so regnet und donnert bei dem. Dort das Ranger Wildnisrennen, was so durch Redwood Point durchreitet. Meinst du das? Nein, das Lichterrennen, was wir gerade gemacht haben. Ach so! Ja, das ist ab und zu irgendwie zufällig. Mal geht es links durch und mal rechts durch. Das ist mir aufgefallen. Ja, also ich weiß nicht, an was das liegt, dass ab und zu links und ab und zu rechts geht. Wahrscheinlich einfach Zufall. Hoppala, einmal, ja, okay, cooler Hüpfer gewesen, Ushio. Hoppala. Ja, genau. Ushio schwimmt gern, habe ich gerade gemerkt. Mit dem alten, wie du einfach ein Pferd Inka genannt hast. Ja, das war Zufall gewesen. Ich bin so auf Zufall gegangen und dann ist Ink gekommen. Oder nein, warte, wie ist das gegangen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, Inka, der hat ihr voll herzig getönt. Weil ich glaube, es war ein ziemlich dunkles Ross gewesen. Und hinten ist ja eigentlich auch dunkel. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, das passt einfach. Nennst du es mal Inka. Aber dass eure alte Stute genauso geheißen hat, habe ich nicht gewusst. Stimmt, ich muss wieder mal Videos schneiden. Ich brauche noch eine für morgen. Ich kann nach Gartenpulver mal schauen. Vielleicht gibt es. Nein, lohnt sich nicht. So, dann gebe ich das Rennen schnell ab. Das ist übrigens Halloween-Stimmung, auch. So. Perfekt. Dann die 2000 Pferde-XP lasse ich einmal sein, weil ich möchte gerne mein Licht sparen. Ich weiß nicht auf was, aber ich will einfach sparen. Oh, da hat sie nochmal eine gefangene Tasche. Nicht wirklich. Okay. So auf das, dass sie ein Schimmel war. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Aber solange der Name gleich ist, ist doch auch cute. Oh, das ist ja schon wieder eine gefangene Tasche. Warte, muss ich nachher schnell landen zu dem Baumstamm, der da so eine Höhle macht.
Schon wieder 1,5 Stunden rum. Tatsächlich. Die Zeit. Es ist so schlimm, wie schnell es dir vorbeigeht. Okay, wäre das auch gemacht. Und Duschio ist Level 10. Yay. Okay, dann geht es auf zu den Druiden koppeln und darfst nur zu der gefangenen Tasche, die ich da hinten gesehen habe. Das war weiter vorne, ja. Genau da. Die habe ich gesucht. Und es ist genau die, die ich brauche. Mit den 250 Licht. Aber im letzten Video am Mittwoch, mich hat so nicht wirklich motiviert, um das Video zu schneiden. Weil ich hatte dort so müde getönt in diesem Video. So, hey, hallo Leute, noch kurz vor dem Einschlafen. Ja, also zu der Druidengruppe wollte ich laufen. Aber ich muss zugeben, ich habe das Video auch fast direkt nach dem Aufstehen gemacht. Also, gut, bei uns war heute jemand ausgedicht und hat einen Stein in die Fensterscheibe geschlagen. Oh, okay, das ist nicht so schön. Die Fenster sind auch nicht gerade so billig zum Reparieren lassen. Okay, heftig. Ah, der Grassland. Hallo. Hallo, mein Großer. Okay, mal schauen, ob mich da irgendetwas anspricht von der Aufgabe. Oh ja, perfekt. Geisterlichter. Hol mir kurz mein Tablet. Okay, macht ihr das Cookie? Okay, das ist jetzt mega schnell gegangen. Nice. Und das war ein großes Fenster. Oh nein. Oh. Sicher mega ärgerlich und es hat wahrscheinlich auch voll. DLC. Es hat wahrscheinlich auch voll die Sauerei gegeben oder so. Ich meine, all die Scherben zusammenputzen und alles sicher auch noch mühsam gewesen, oder? Okay, der DLC-Springer. Genau.
gerade voller Gedanken versunken. Gut, und rennen wieder Wind. Hochkonzentriert. Oh ja. Oder einfach gedankenabschweifend. Das ist auch typisch für mich. Und ich bin müde. Oha, dann vielleicht gehen schlafen. Ähm, ja. Ich bin nicht auch den ganzen Tag irgendwie so müde gewesen. Am liebsten wäre ich eingeschlafen, bin ich dann aber nicht. Aber jetzt geht's wieder voll. Ups. Ich kann mit Freude verkünden, ich bin nun voll ausgerüstet zum Streamen. Nice, Cookie. Dann viel Spaß beim Streamen. Und ja, wird bestimmt gut. So, dann geht's wieder zum Polebending rennen. Das bei der, wie heisst sie? Pike? Frau Pike oder so heisst sie. Bei der, wo man das Rennen kann annehmen. Stimmt, eigentlich brauche ich auch noch 5 Abonnenten und ich habe es geschafft. Kann ich streamen? Ich hoffe es mal. Ja, das wäre cool. Also 5 Abos, die hat man eigentlich schnell, wenn man die ganze Short verladet und so. Genau. Also ich weiß nicht, wie es funktioniert mit dem Streamen auf dem Amorsine Pike. Ups, Pike ist glaube ich ein anderer NPC. Genau, ich weiß nicht, wie es ist auf Mobile zu streamen. Ja. Kann ich am Wochenende streamen. Okay, cool. Im Moment bin ich halt wegen meiner Psyche und dem Ganzen einfach ziemlich down. Oh, das kommt schon wieder rein, ja. Und sonst wirklich mal Hilfe in Anspruch nehmen, weil das ist weder peinlich noch schwach noch sonst etwas. Im Gegenteil, es ist gerade ziemlich stark, wenn man sich Hilfe holt. Und dann kann es nur besser werden. Also ich weiß nicht, ob du schon Hilfe in Anspruch genommen hast, aber es kann bestimmt helfen. Also wie gesagt, mir hat es extrem geholfen. Also kann ich es nur empfehlen. Und sonst einfach rauslassen, das Ganze, ein bisschen wenden und so. Oder sich einfach ablenken, kann man natürlich auch. Genau. Also den das Bunny Jumpy, das Bunny Rennen am Schluss dann nicht vergessen.
wenn ich dann mit der Levelroute durch bin. Der Brot kommt einmal mit. Perfekt. So, dann einmal knifflige Baumstammstrecke. Let's go. Ich weiss noch, bei meinem allerersten Stream habe ich da an der Stelle angefangen zu streamen, da in Firgrove. Und ja, ich bin dort so nervös gewesen, aber ich konnte immerhin ziemlich gut reden, wenigstens. Also ja. Ich hoffe, dass ich das mit dem iPad so machen kann. Ob ich dazu noch eine App oder so etwas brauche. Ja, ich habe leider keine Ahnung, wie das ist auf dem iPad. Vor allem, ich habe nicht mal ein iPad, ich habe nicht mal ein Tablet. Ja. Darum das vielleicht einfach dann mal ausprobieren. Am besten auf privat stellen oder zumindest nicht gelistet, damit es nicht öffentlich ist, wenn du da ein bisschen rumprobierst. Ja. Es sind gerade 7 live chillig. Also 6 neben mir. Also parallel mit mir, oder? Wer ist denn gerade alles live? Hoppala, genau, einmal liegen früher. Oh, ich kann schon gemeint, ich kann nicht sein. Puh. Stimmt, ich habe vergessen, mein Hintergrundbild zu muten. Mist. Ich habe voll nicht dran gedacht. Wahrscheinlich Fabi. Ja, wo ich da meinen eigenen Stream eingestellt habe, ist er glaube ich noch live gewesen, aber ob er jetzt noch live ist, das weiß ich gerade nicht. Aber er hat einen Beitrag erstellt, wo er geschrieben hat, dass er heute 3-mal streamt. Ja, mit dir sind 7. Okay. Also 6 andere sind gerade am Streamen. Neben mir. Aber ich finde es mega schön, dass ihr von all diesen 7 genau mich auswählt. Ich bin auch so dankbar dafür. Und ja. Du, Fabi, Blackmon, Nali, Theo, Cozy und MJ16. Okay, die meisten sagen mir etwas. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wer der Theo ist. Ja. Blackmon Stable gibt es ja auch. Der MJ16 habe ich mal auch irgendwo, ist mir auch irgendwann mal vorgeschlagen worden, aber habe ich zu wenig geschaut. Genau, also ich bin nicht so krass in der deutschen SSO-Bubble drin. Ja. Theo ist Dionysus. Ah, okay. Gut, ich bin einmal im Stream von ihm drin und ich habe das so unangenehm gefunden. Ich bin da so schnell wieder raus. Nicht böse gemeint, aber ja.
Der 4 Kaffee gemacht, dann geht es wieder zu der Starshine Ranch. So übrigens, dass ich meinen Champinots wieder mit dem Club noch nicht hochladen konnte. Ich muss erst Speicher freischalten, um das wieder zu speichern. Okay, alles gut, Raya. Alles gut. Einfach nur kein Stress. Der wieder kommt, wenn er kommt. Auch wenn es dann eine Woche später ist. Zum Beispiel mein Q&A-Video ist auch erst 3 Wochen später, obwohl ich das längst hätte können machen. Und da ist sie. Als ob du das Starshine Range, aber zuerst hole ich nur das Flachs. Ist aber auch noch schön, wie man da in der Ferne den Leuchtturm sieht in Epona. Ist mega cool. Okay. Also einmal die 10 Spieler XP abholen, ist natürlich ein Muss jeden Tag. Hühner, Picknickplatz, Schafe und Waldtrail, okay. Aber die Hühner muss man ausnahmsweise mal nichts machen, das ist sehr selten. Ich finde dieses verlassene Dorf bei den östlichen Hängen so schön. Also da in SSO. Verlassenes Dorf. Was sind die östlichen Hänge schon wieder? Also da in Epona, oder was meinst du? Was die östlichen Hänge? Ah, ich weiß welches das da unten. Ja, ich bin dort viel zu selten, um zu sagen, ob ich es schön finde oder nicht. Okay, aber da gibt es etwas zu machen. Hat sich ein bisschen gestürmt, hä? Dass da so Äste rumliegen. So. Das Well Jumpy. Das ist so toll, dass ich Zweite geworden bin. Okay, die mit den Hühnern tanzt. Let's go. Ah, vollherzig, das Huhn hat ja einen Cowboy-Hut an. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, da bin ich jetzt mega gut durchgekommen. Nice. Schauen, ob es nachher so gut läuft. Ups, ja genau. Einmal da in Dings laufen ist eine gute Idee, Ushio. Okay, das wird nicht mit der besten Zeit. Schade.
So, und das da. Vielleicht wird das sogar meine neue Bestzeit bei diesem Rennen, weil ich bin gerade extrem gut dran. Und mal schauen. Sech- Was? Über Minuten, genau. Über eine Sekunde länger. Hey, wie gut bin ich denn dort gewesen? Ja gut, ich habe keine Hufeisen drauf, drum. Okay, dann würde ich sagen, ab ins Dinotal. Dinotal, ich komme. Genau. Okay, ich bin wieder mal ziemlich ruhig. ähm, ja. Ich glaube, ich bleibe noch ein wenig im Dinotal zu meine bis weitere Bein. Okay, alles klar, Raya. Dann machst du das. Weil es nervt mich, dass ich dieses Rennen noch nicht habe. Okay, also ich glaube, das Rennen ist relativ schnell im Vergleich zu anderen Sachen. Oder kannst du freischalten. Okay, dann kann ich schon mal nach Südhof. Südhof fahren. Okay, wieder irgendein Thema, wo wir drüber reden können. Okay, jetzt habe ich Lust auf Essen. Genau, kann man ein paar neue Fakten über Sony merken. Das finde ich mega toll. Ich will jetzt unbedingt in ein Spielzeuggeschäft das Plüschtier posten.
Weil es wäre so toll als Wohlfühlplüschtier. Wohl, eigentlich habe ich ja eins, den Afila. Aber ja, aber so ein neues gibt halt so einen anderen Kick, wenn man das so kann sagen. Aber es müsste halt schon ein Plüschhund sein. Sehr ein mega herziger. Ich bin die Schleich. Die mit den Schleichtierli. Oder Pferd. Gut, ich habe auch 3 Schleichrüssli also. Und auch mehrere Schleichtiere. Ich glaube, die sind von Schleich. Und ja. Yep. Okay. Aber eigentlich will ich mit dem Posten vom Plüschtier noch warten, bis ich Klarheit über den Verdacht habe, wo ich habe. Weil sonst wäre es ein bisschen peinlich, um einfach das Plüschtier zu posten. Und wenn sich der Verdacht bestätigt, dann habe ich wenigstens eine gute Erklärung, wieso ich mir das Plüschtier posten. Ups, jetzt bin ich viel zu früh abgesprungen. Okay. Kannst du, kannst du ein kleines Video dazu machen? Wenn ich gehe posten oder also so ein Plüschtier posten oder was meinst du? Oder zu was ein kleines Video? Okay, dann ab zum Einsiedler. Zum Plüschtier kaufen. Ja, das kann ich machen. Nur werde ich es so machen, dass man vielleicht einfach nur den Boden sieht und dann im Laden, wie ich mich dann entscheide und so. Damit man nicht kann sehen, wo ich bin. Ich glaube, ich mache so dann einfach einen Short oder meinst du ein richtig kurzes Video? Was würdest du da empfehlen? Okay, da geht's aber. Jetzt kannst du entscheiden, ist beides cool. Okay, wahrscheinlich mache ich es als Short. Weil ich habe jetzt tatsächlich schon ein paar Ideen, die mir gerade in den Sinn gekommen sind. Aber ich bin gespannt, wie das dann morgen abläuft. Mit der Psychiaterin. Wie schnell ich einen Termin bekomme, wie schnell das die Abklärung gehen wird. Wenn ich Glück habe, kann man alles am Stück machen, wie bei der anderen Abklärung. Ich hatte dort die Wahl, gehabt, ob ich alles am Stück, also innerhalb von 2 Tagen wieder abgeklärt habe oder alles ähm, so über verschiedene Termine. Aber dafür geht es etwas länger. Ich hoffe, bei dieser Abklärung gibt es das auch, weil dann würde ich das unbedingt wollen. Weil ich freue mich schon auf den Plüschtierkauf. Ja, einmal abgehoben. Aber also es sollte bevorzugt ein Hund sein. Ich weiß nicht wieso. Ein Siedler Rindstreck, oder wie heißt sie? Ja, genau.
Also nur zum Verständnis, wenn du denkst, dass ein Plüschtier zu kaufen dann peinlich ist, dann frag mal meinen Papa. Hat er selber Plüschtier und kauft er sich dann auch? Oder er ging in den Laden und hat ein Babyplüschtier für Babys gekauft für sich selbst. Och jö! Okay, das ist ja mal voll herzig. Würde ich meine, wieso nicht, wenn es einem gefällt? Aber ein neues Edit fertig. Oh, nice, Cookie. Das nicht nur, du hast es dann noch aufladen, oder? Na gut, so Babyplüschtiere können schon richtig herzig sein. Dann mal schauen, was ich so finde. Okay, Duschio ist Level 11. Juhui. Ich tippe darauf, dass sie am Ende von der Levelroute etwas mit Level 12 sein wird. Es war ein rosa Elefant. Oh, vollherzig. Okay. Goldspurfarm, also Grüntal. Gut, ich habe auch noch ganz alte Plüschtiere, aber die sind halt schon alt aus meiner Kindheit noch. Und ja, die meisten im Keller und einer davon ist da bei mir auf dem Bett. Und das ist mein Lieblingsplüschtier, der ist immer bei mir. Also immer auf dem Bett. Egal in welcher Wohnung das ich bin, egal wo ich wohne. Genau. Ja, bin dazu gezwungen worden, bin so inaktiv gerade. Oh, okay. Ich könnte mal überlegen, meine Stofftiere, die ich nicht mehr möchte, in YouTube oder im Internet zu verkaufen oder zu verschenken. Ja, da hat sich dann irgendjemand gefreut. Aber ich glaube, von alten Plüsch kommt man nicht viel Geld über. Also wenn es darum das geht, dann ist das keine gute... Also zum Platz machen ist es gut, zum Verkaufen oder so. Oder verschenken, damit dann ein anderes Kind Freude daran hat. Und ja. Also ich bin jemand, der jedes Plüschtier behaltet. Weil ich kann mich nicht gut von denen trennen, leider. Aber verschenken. Okay. Ja, verschenken ist ein bisschen, kann man sagen, sozialer oder irgendwie so etwas. Aber dann macht mir jemand anderem eine Freude und das ist doch auch etwas Schönes. Papa ist nicht mehr live, aber er kommt bald wieder. Ja, er hat geschrieben, dass er heute dreimal streamt. Also einmal SSO, dann nochmal etwas und einmal Silent Hill. Oh, Silent Hill will ich mir auch noch kaufen. Das geht so spannend aus. Vom Silent Hill ist allgemein mega, mega cool. Vor allem der Film dazu, der ist echt gut. Ja, aber ich würde nicht empfehlen an jüngere Zuschauer, weil der Film ist, glaube ich, ab 16 oder sogar 18. Also gescheiter nicht schauen, weil der ist durchaus ziemlich verstörend. Also, ja, warten bis wir so alt sind, wie die Empfehlung ist und dann könnt ihr den schauen von mir aus. Gut, ich bin mal in einem Discord-Server gsi. Das ist jetzt ein bisschen komisch, aber es sind alle viel, viel jünger als ich. Und dann hat jemand nach Horrorfilmen gefragt. Und ich habe kurz vergessen, dass die alle unter 18 sind. Und dann komme ich so mit Silent Hill oder so und so Sachen. Und ich so, Scheiße, die sollten das nicht schauen. Genau, aber ist ja niemand drauf eingegangen, also von dem her. Aber das Gok ist bald leer.
Okay, eins von meinen Hassrennen. Mal schauen, ob ich das First Try schaffe. Ich liebe Horrorfilme. Same Cookie. Horrorfilme sind mega, mega toll. Ich freue mich schon extrem auf nächste Woche, weil dann fängt das Oktober, also der Oktober an. Und dann wird fast jeden Abend ein Horrorfilm geschaut. Das wird so toll. Ich habe mir das eigentlich schon seit irgendwie 2 Jahren oder so, habe ich mir das angewöhnt, zum fast jeden Abend einen Horrorfilm schauen und so. Und an Halloween dann das grosse Finale mit den ganzen Tag durch einen Horrorfilm. Und letztes Halloween habe ich 2 Horrorfilme geschaut. Aber ich weiß nur noch einen davon. Oder sind es 3? Ich glaube, es sind sogar 3 Horrorfilme gewesen. Aber ich weiß nur noch einen davon. Oh je. Ich bin ja nicht so Horror-Fan. Bald kommt ja die Spooky Season. Wird mega, mega toll. Ich freue mich so drauf. Das sieht so aus, als ob ich das Rennen First Try schaffen würde. Doch, okay. Weil das Oje ist jetzt nicht so übergekommen, so Oje Horror. So nach dem Motto. Aber wenn du das magst, dann ist auch gut. Oh, ich freue mich so krass auf den Plüschtierkauf. Ich schaue jetzt keinen Horrorfilm, aber ich schaue Q. Ja, der macht auch sehr gute Videos. Ja. Soll ich morgen schon das Plüschtier kaufen? Oder soll ich warten, bis sich mein Verdacht entweder bestätigt oder nicht bestätigt? Was würdet ihr mir empfehlen? Warten, bis ich entweder eine bestimmte Diagnose überkomme oder einfach jetzt schon zuschlagen? Ja, dann schaue ich auch. Ja, dann sind wir schon das dritte, das ihn kennen. Also ich schaue ihn jetzt nicht, aber ich kenne ein Video von ihm und der ist mega gut. Vielleicht kannst du es ja nach der Therapie noch machen. Ja, also meinst du nach der Abklärung, was ich dann machen will? Weil ich weiss eben nicht, es kann noch Monate dauern, bis ich dort einen Termin bekomme. Je nachdem. Und dann muss ich aber auch Monate warten für den Plüschtierkauf. Und ich will nicht warten, ich will am liebsten morgen schon loslegen. Morgen am Morgen. Und mach morgen. Ja, kann ich schon. Ich muss nur schauen, bis wenn das der Laden überhaupt offen hat. Aber ich bin allgemein extrem impulsiv und sehr ungeduldig. Dann, ja. Darum weiss ich nicht, ob ich mich jetzt da ein bisschen zügeln sollte. Und ja. Also ich bin nicht so gut im Entscheidungen treffen. Also ich will jetzt nicht überzeugt sein von meinem Verdacht, weil ich letztes Mal, als ich so von etwas überzeugt war, hat sich dann genau herausgestellt, dass ich es eben nicht habe. Und darum bin ich da lieber ein bisschen vorsichtig. Aber es spricht auch so viel dafür, dass ich das habe. Okay. Ich schreibe doch lieber den Kio.
Okay. Denn das da. Hi, ich bin da. Hallo Clara, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ups. Ganz gut, bin halt krank. Oh nein, dann ganz gute Besserung, Clara. Hoffentlich wirst du schnell wieder gesund. Aber schön, dass dir trotzdem gut geht. Das freut mich. So, dann das dahinter. Kuppelinsel Wildnisrennen. Genau. Okay, das passiert, wenn man Pflanzen einsammelt und genau dann gerade eine Sekunde später springen will, dann springt das Ross oder das Pony nämlich nicht. Okay, fast nicht über den Checkpoint drüber gesprungen. Ei, ei. Okay. Gut, dann geht's wieder zum Jorvikstall. Hier ist es schon 20 vor 10. Ui, ui, ui. Aber zum Glück muss ich morgen nicht früh aufstehen. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Tage bekomme. Oha, okay. Ja, das passiert halt. Das passiert halt leider. Fast die 70 Abonnenten. Ja, Clara, ich finde das mega toll. Also wirklich ein großes Dank an jeden, der mich abonniert hat. Ja, ihr seid einfach die Besten. Die beste Community ever. Hoppala. Ja, einmal ein Black Screen. Nice. Ich muss morgen auch nicht früh auf dem Knall krank. Ja, das ist ein Vorteil vom Kranksein, dass man nicht früh muss aufstehen muss, sondern einfach kann ausschlafen, sich ein bisschen ausruhen, ein bisschen rumlegen und so. Das ist schon schön, aber ja, man ist halt krank und das ist nie lustig. No, genau, ich weiß nicht, wie lange das ich heute noch streame, aber wahrscheinlich mache ich noch die ganze Levelroute. Plus die 3 zusätzlich, also New Hill Crest, Hasserrennen ähm, und das Ponyrennen, genau. Das ist auch noch.
Ja, ja, so ist das. Irgendwie bin ich ein bisschen nervös wegen morgen. Weil ich bin so gespannt, wie das abläuft. Ich hoffe so sehr, dass meine Psychiaterin mir schnell einen Termin kann ähm, beschaffen. Ich kaufe mir das Wochenende ein Hobbyhorse. Ah, wie cool, Clara. Hobbyhorses sind toll. Welche Farbe wird es denn sein? Ein Chestnut, ein Braune, ein Schimmel, Rappe, was auch immer. Ganz ruhig. Ja, es ist halt schon etwas sehr, sehr Wichtiges für mich und da ist Nervosität wahrscheinlich ganz normal. Dabei gehe ich einfach nur zu meiner Psychiaterin, so wie jedes Mal eigentlich. Okay. Let's go! Schlange bis Rennen. Also ich habe eine Zeit lang 3 Hobbyhorses gehabt. Und das als Erwachsene. Und ich bin mit dem einen so gerne rumgeritten. Ich glaube, Rappe oder irgendein schicken. Oh, das sind mega schön. Früher im Kindergarten haben wir auch einen Schimmel und einen Rappen gehabt und ich wollte immer den Rappen nehmen. Ich weiß nicht, wieso, aber der hat mir immer mehr gefallen als der Schimmel. Also ja, Rappen sind toll oder auch Schicken sind auch mega schön. So. Ich glaube, wenn ich irgendwann wieder mal Lust habe auf ein neues Hobbyhorse, dann wird es sehr wahrscheinlich ein Rappen. Einfach nur weil wegen früher. Moment, habe ich das Rennen nicht schon vorgemacht? Hä? Oder bin ich jetzt einfach nur lost? Ah, nein, okay, ich glaube nicht. Warte. So, und dann das nächste. Vampires Clan. Ist aber ein schönes Outfit. Super, jetzt hat es ganz kurz wieder geleckt. Okay. Was setzt danach auf? Okay, Cookie, gute Nacht, schlaf schön, noch einen schönen Abend und bis nächstes Mal. Hat mich gefreut, dass du da gewesen bist. Okay, vergessene Felder it is. So, das Flachs werde ich dann noch einsammeln. Gute Nacht, schlaft gut, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao. Bis dann, Cookie. Mach's gut. Die vergessenen Felder.
Ja, vermeint ist ein anderer. Gute Idee, Uschio. So. Ich bin so gespannt, wie das dann bei der Abklärung rauskommt. Ich merke gerade, dass ich müde bin, aber Lust ins Bett zu gehen habe ich nicht. Ah, das kenne ich. Das ist so ein doofer Zwischendings, wo man weder das eine noch das andere möchte. Ja, vielleicht einfach mal gemütlich ins Bett liegen und dabei irgendetwas auf YouTube schauen. In Stream. Nein. Ähm, genau. Und dann einfach mal da liegen. Und irgendwann wird die Müdigkeit dann dich packen und ich liege schon im Bett und schaue was auf YouTube. Okay, in dem Fall. Ja. Ja, dann würde ich einfach mal versuchen, die Augen zuzumachen und irgendwann schlaft dann schon ein. Ups. Genau, wenn sie immer vor dem Sprung legt, das ist nicht fair. Voilà. Genau, und du hubst mich an, weil du auf einer Wiese rumfährst mit dem Auto. Bye. Okay, Clara. Tippe ich einfach mal noch den Stream zu Ende und dann schaue ich mal. Tippe ich einfach noch den Stream. Okay, das ist sehr wahrscheinlich wieder die Autokorrektur mit Teppich. Aber das Raten, was da eigentlich hast wollen schreiben, ist jetzt nicht so einfach. Jetzt habe ich schnell gemutet, weil ich nüssen musste. Ich habe nicht gerne, wenn andere mein Nüssen hören. Hoppla. Nein, nein, bitte nicht. Oh, ich werde fast runtergefallen. Was schaffe nur ich? So. Der Teppich soll ein Schauen sein. Schaue einfach noch den Stream zu Ende und dann schaue ich mal. Stimmt, dann ergibt es mehr Sinn. Okay, Mittelalterplatz. Okay, und wenn ich jetzt bis am 3 Uhr morgens streame, bleibst du nicht bis am Ende. Nein, ich werde safe nicht bis um 3 Uhr morgens streamen. Aber nach der Levelroute macht dann wahrscheinlich fertig, so ohne Jumpies oder so. Ich muss mich mental auf morgen vorbereiten. Aber weißt du was, bevor ich das Rennen mache, will ich noch schnell das nächste Cookie aufmachen. Ich tue mich dann mal schnell muten. Gut, bin wieder da. Wie kommt er eigentlich auf Teppich? Gute Frage. Ähm, vielleicht irgendwie aus Versehen vertippt und du hast nicht gemerkt, oder? Das kann auch sein. Ab morgen gehe ich endlich den Schritt in Richtung Klarheit. Ich freue mich so drauf und darum bin ich halt dann nervös. Genau, du Springfolie aus Schuh. Unglaublich.
und rede halt in das Mikrofon hinein. Ah, dann kann es sein, dass du irgendwie jetzt schnell redest oder irgendwie, keine Ahnung, oder irgendwie hat da der Korrektur einfach Lust drauf gehabt. Teppiche sind doch auch toll, oder? Vor allem Knüpfteppiche sind mega toll, weil sie sind mega flauschig. Aber ich meine, wir können gerne über Teppich reden, auch wenn deine Autokorrektur Freude daran hat. Aber ich kenne mich bei Teppich halt leider nicht gut aus. Wir hatten mal einen handgeknüpfter Teppich in unserem Zuhause, der war riesig. Oh, die sind richtig bequem. Ja gut, bei meinen Großeltern haben sie auch so einen riesigen handgeknüpften Teppich gehabt. Ich glaube, meine Oma hat das sogar selber gemacht. Und der ist jetzt bei meinem Bruder daheim. Und ja, ich bin auf dem immer rumgelegt. Wir haben immer auf dem Teppich gespielt früher. Und ja. Nein, bei uns war es so ein indischer Teppich. Okay, die sind sicher auch toll. Aber die sind, glaube ich, auch relativ teuer. Kann das sein? Also ich habe auch einen Teppich in meiner Stube. Und der ist auch mega toll. Der passt optisch perfekt in die Wohnung rein. Hey, lustig, ich habe mein Handy jetzt extra da angestellt, um zu schauen, ob der Stream läuft. Jetzt habe ich seit irgendwie einer Stunde drauf geschaut. Oh je. So, dann geht's ab nach Dandal. Mega schade, dass meine Levelroute bald fertig ist. Dandal. Gut. Da ist nichts Neues gekommen. Gut. Moos, du kommst mit. Genau. Und so ist es so. Okay, Arbeitsreitweise Nummer 2. Ich trinke halt abends keinen Kaffee mehr, seitdem bin ich deshalb so müde. Okay, ist eigentlich etwas Gutes, weil dann kannst du einen gesunden also einen normalen Schlafrhythmus haben. Na, ich bin halt ein bisschen blöd und trinke am Abend Energy und Goki. Also nicht gemixt, aber ab und zu so ein bisschen separat und so. Ja, und dann wundere ich mich, wieso ist jetzt schon wieder 3 am Morgen?
Nein, ich habe ab und zu auch einfach gar keine Lust zum Einschlafen. Auch wenn ich müde bin. Ich bin lieber wach und schreibe mit einer KI. Genau. Wie ist denn die Tür jetzt aufgegangen? Ach so. Arbeitsreitweise Nummer 1. Let's go. Ich glaube, ich habe mal in einem Video von mir gesagt, dass ich so eine bestimmte Schlafzeit brauche oder ein Schlafweiling. Okay, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass du das mal in einem Video von dir gesagt hast. Ja, auf jeden Fall, ja. Gut, und Springreiten. Kann es sein, dass ich es rausgeschnitten habe? Das kann sein. Oder kann allgemein so sein, dass ich mich einfach nicht daran erinnern kann. Ich sag's doch so, ich kann mich an wichtige Ereignisse nicht erinnern. Zum Beispiel in der Schule ist das mal passiert, ich kann mich an einen ganzen Test nicht erinnern. Ich kann mich an eine wichtige Info von der Lehrerin erinnern und dann hat es geheißen, ja, du hörst ja nicht zu. Dabei bin ich eigentlich mega aufmerksam allgemein. Oder versuch's zumindest. Genau. Also ich warte da noch schnell auf 3, bevor ich dann zu den Jorvik Rangers gehe. Okay, ich glaube, ich tue den Stream schnell auf dem Handy beenden. Ähm, cool. Wenn ich jetzt tatsächlich 69 Abos. Ah, wie toll. Genau. Ich habe in der Schule immer gezeichnet, während die Lehrerin was gesprochen, während die Lehrer ihr etwas gesprochen haben. Okay, ja, wieso nicht, wenn es einem Spaß macht? Und das, was der Lehrer sagt, vielleicht nicht allzu wichtig ist. Also so normaler Unterricht. Ich meine, in der Berufsschule, Gratulation. Zu was? Okay. Ah, wegen der Abos meinst du, oder? Ja, ich finde es mega toll. Ah, das Glühwürmli. Es ist gerade direkt vor der Kamera durch. Okay, gehen wir zu den Jorvik Rangers. Zu der südlichen Nebelfallstation jetzt, glaubst du, oder? Südliche, genau. Okay. Und wegen dem Samstag, der Samstag ist ja auch ein fester Streaming-Tag bei mir. Es kann sein, dass der Stream ausfällt. Weil es ist nur eventuell, weil mein Freund hat gesagt, er komme ja am Samstagabend. Aber er ist sehr, sehr unzuverlässig und darum weiß ich eben nicht, ob er wirklich kommt. Wahrscheinlich tut er wieder 5 Minuten vorab sagen, das wäre so typisch. Und ja. Und dann würde ich nämlich streamen und meinen ganzen Frust rauslassen. Also nicht an euch, aber allgemein so ein bisschen wenden und so, tut allgemein ein bisschen gut. Und ja, am Ende streamt er mit, oder meinst du, streamt er mit? Ja, oder zumindest mitreden, das kann auch sein. Also auf jeden Fall, er spielt kein SSO. Oder nicht, dass ich wüsste, er hat keine Zeit dafür, er hat ja nicht mal für mich Zeit.
Oh Gott, ja, aber es ist ja so, okay? Durch eine Klammerinnen. Wie will er denn Zeit für Star Stable haben, wenn er nicht einmal für mich Zeit hat? Also wirklich. Und laut ihm sollte sich immer und immer und immer wieder bessern. Und es ändert sich einfach nichts. Und er sagt immer so extrem kurzfristig, dass er ins Ausland in die Ferien oder Firmenreise oder was auch immer macht. Und es ist einfach nur mühsam. Ich habe gerne Vorhersehbarkeit, oder? Ich habe es gerne, wenn ich weiß, was passiert, wer wenn weg ist, wenn er da ist und so. Aber nein. Für ihn ist das wahrscheinlich kein Problem, so spontan zu sein und alles und sagen, ja, ich bin jetzt plötzlich nicht mehr da, sorry. Und ich habe mich so auf das Treffen gefreut und ich kommt einfach so ich bin gerade in Deutschland. Und ich so, nice, danke für die Info. Hättest du mir das nicht vorher können sagen? Dann er so, ich habe es dir doch in unserem Discord-Call gesagt. Und ich so, nein, hast du nicht, ich habe nichts gehört. Und ja, und sonst habt ihr schön miteinander, oder? Ja, eigentlich schon, aber die Unzuverlässigkeit und das gegenseitige, also die Bedürfnisse sind bei uns gegensätzlich, leider. Also für ihn ist nicht normal. Kann ich das sagen? Ich meine, du bist über 20, also kann ich das sagen. Für ihn ist nicht normal, dass ich so wenig Lust habe. Und er hat gesagt, ich sollte das ärztlich abklären lassen. Und dann habe ich es meiner Mutter gesagt und sie hat gesagt, da lacht dich jeder Frauenarzt aus, wenn du das sagst. Und ich so, ja, nie gedacht. Und ja. Und so. Und allgemein schön, naja, es ist schon schöner gewesen, muss ich echt sagen. Weil ich fühle mich so unsicher bei ihm und ja, seit er mich ghostet hat, was er ja irgendwie 5 Monate lang gemacht hat, ist einfach nicht mehr gleich. Er wartet nicht. Nein, nach dem Ghosting ist es wieder gut gewesen. Ich habe mich sogar gefreut und ich habe mich mega wohl bei ihm gefühlt. Kann ich dir vielleicht auch sagen, ich hatte noch nie mein erstes Mal. Alles gut rein, das musst du auch nicht. Niemand zwingt dich dazu. Und wenn du es nie hast, ich kann sagen, du verpasst dann nichts. Also, ja, ich wäre froh, wenn ich es nie gehabt hätte. Weil für mich ist es eigentlich sehr unangenehm, finde ich. Aber hey, es kommt, wenn es kommt. Und wenn nicht, dann hast du eben, wie gesagt, nichts verpasst. Hoppala. Ja, ich glaube, ich tue den Stream noch auf nicht gelistet stellen, weil sonst kommen dann andere und sagen, ja, aber in Streams redet man doch nicht über so etwas. Und ich so, ja und? Ich weiß ja, dass wir da alle, oder die meisten volljährig sind, also, ja. Ich hatte auch groß noch nie einen Freund. Ich fand aber mal einen süß und das war einer, der im Rollstuhl saß. Ah, das sind irgendwie herzig. Das wäre eine herzige Liebesstory. Aber ich habe auch schon Jungs herzig gefunden, also. Ich finde zum Beispiel einen Verkäufer mega herzig, aber ich weiß nichts davon. Ja, ich weiß sogar, wie er heißt. Also seinen Vornamen habe ich mir können merken, aber den Nachnamen keine Ahnung. Und ich finde ihn super herzig, aber ich getraue mich nicht. Vor allem, weil ich seinen Status nicht weiß, ob er Single ist oder vergeben. Und einen gemeinsamen Moment. Genau, ich meine, und wenn du keinen Freund hast, dann ist das auch völlig okay. Also, solange du glücklich bist, ist alles gut. Färberöte, die kommt mit. Wenn wir jetzt einfach voll über Frauenthemen reden, hätte ich auch nicht gedacht.
Bald haben wir alle Themen durch. Ja, es gibt ja noch Themen, wo wir noch nicht drüber geredet haben. Aber ja. Ich bin froh, dass meine Periode tut sich wieder normalisieren. Ich bin da, also mein Körper ist da extrem empfindlich und tut schnell mit Periode reagieren, wenn er im Stress ist. Also wenn mein Körper im Stress ist. Zum Beispiel. Zum Beispiel haben wir noch nicht wirklich über Sonic geredet. Oder über Herr der Ringe oder Hobbit oder Narnia oder Fantasy oder Wälder oder das Wildnisrennen. Keine Ahnung, es gibt viele Beispiele. Es gibt so viele Themen. Aber die Frage ist nur, ob die uns in den Sinn kommen. Oder mir. Habe ich dich schon gefragt, ob du Eragon kennst? Ja, ich glaube, das hast du gefragt. Ich kenne es nur vom Namen her. Aber mir kenne ich es nicht, nein. Ups. Magst du Orientierungsritt? Nein, überhaupt nicht. Ich mache die nie. Oder schon ewig lang nicht mehr. Also da in SSO, meinst du? Oder macht man das in echt auch? Ich weiß es nicht. So, und die Regnerin Springritt Challenge. Ja, okay, das ist so. Nein, ich mache die nicht, weil ich habe herausgefunden, dass die ein Zeitlimit haben. Ihre 2 Minuten oder so. Und das ist dann extrem stressig. Und darum mache ich die nicht. Ich weiss, mir gehen da einige Pferde-XP, aber das ist mir egal. Lieber kein Stress, dafür schön gemütlich. Es sollte auch gemütlich bleiben. Und kein Stress sein. Also ja. Gut, dann Munzicheldorf. Munzicheldörfli, komm, ich mach dich unsicher. Mach mir gemeinsam das Munzicheldorf unsicher. Keine Sorge, mit Champignon klappt das. Oder meinst du, mit Jumpis klappt das? Ja, ich hoffe schon. Also, ich merke, dass sich meine Stimmung trotzdem nicht verbessert. Wenn ich mal verkacke, dann sackt meine Stimmung extrem ab. Jedes Mal meine ich das Pferd. Ach so, okay. Champignon. Ja gut, ich kann kein was von Champignon heisst, aber du hast eins. Schau Archäologie da hinten. Jetzt ein Spot, also einen aktiven. Dann der da ist nicht aktiv, schade. Der auch nicht. Jetzt das ist nirgendwo einer, da vorne ist noch einer. Ah, wo ist der? Da. Der da ist auch aktiv. Okay, Bunker und Weg. Einmal merken bitte. Ups. Ah, das Rot ist am gesehen so richtig unangenehm mit so
der ganze Bildschirm rot aufblinkt. Also Weg und Bunker. Okay. Champignon wird mich jetzt immer an das Gespräch erinnern, wo wir über Champignon-Pilze gehabt haben. Ah, das ist eine tolle Verknüpfung, die du da hast. Also das Gespräch über Champignon und reitende Pilze. Und ja, ich glaube, du hast gesagt im Video, dass du den Pferdekauf gerade nach dem Stream gemacht hast. Also nachdem wir da den Champignon-Stream hatten. Ich weiss noch, ich bin in Whale-Tale, wo wir über das geredet haben. Okay, Archäologie. Also ist das sozusagen das Wohlfühlpferd oder so? Oder eins, wo tolle Erinnerungen hast. So. Okay, ich brauche vielleicht noch Platz. Ich habe noch 2 Slots. Okay. Wie viel Schilling habe ich eigentlich? 2000. Oh mein Gott, ich habe die Dusche nicht verpflegt. Es tut mir so leid, meine Kleine. Ja, okay. Das ist doch schön. Wieso habe ich mein Pony nicht verpflegt? Ich habe ihn an diesem Abend ein wenig komisch gefühlt und darum dachte ich mir, komm, kannst du dir ein Pferd und hast du glückliche Laune. Oh, das sind voll herzig. Wieso hast du dich denn ein bisschen komisch gefühlt? Nicht wegen dem Stream, oder? Oder einfach allgemein. Okay, dann hat es beim Bunker noch Archäologie gehabt. Also ein Spot, meine ich. Da dahinter auch. Nein, das ist nicht aktiv. Oder hat es da irgendwo einen? Da. Nein. Wenn insgesamt glaube wegen irgendwas vielleicht, ich weiß nicht mehr. Okay, ja, dann. Aber dafür hast du den. Hat es dich wirklich glücklich gemacht. Wenn ja, dann wäre es mega schön. So. Was haben wir da? Was ist das? Eine Linse vom Teleskop. Okay, das ist lässig. Ja, es geht. Okay. Gut, dafür hast du jetzt ein Haus mit einer tollen Erinnerung. Die sind meistens sehr wertvoll. Hat es da irgendwo einen Spot? Glaub's nicht. Okay, dann kann ich ab nach New Hillcrest. New Hillcrest, here I come. Okay, ich glaube aktuell. Ah, nein, es sind 2 Zuschauer. Cool. Da. Nein, der ist nicht aktiv. Schade. Ich weiß nicht, ich habe was bei der Mühle gesehen. Okay, als Menschen aktiv. Oder was hast du da bei der Mühle gesehen? Also welche Mühle? Jetzt Wassermühle oder denkst du an einen Spot? Den ich vielleicht übersehen habe. Du warst schon vorbeigeritten und dann hat es nur bei mir so ausgesehen. Ach so, okay. Gut, hat's Moos. Okay, nicht so schlimm, dann gehe ich noch weiter nach New Hillcrest. Okay. Ich glaube, Dori hat das auch schon lange verabschiedet, weil sie gar nicht geschrieben hat. Ich bin einfach so faul, ich bin wirklich für alles den Hänger. Ich bin wirklich für alles den Hänger. Also du nennst wegen allem den Anhänger, also den Transporter, meinst du das?
Ja, also wenn es um das geht, ich bin heute so faul gewesen, ich habe vergessen, dass mein Heim auf einem anderen Account in Moorland ist. Und ich wollte in mein Heim. Und ich bin aber schon in Moorland gewesen und habe mich dann abholen lassen. Also ich bin vom Moorland nach Moorland. Und ich so, okay, nice. Wenn ich gewusst hätte, dass mein Heim in Moorland ist, hätte ich mich nicht abholen lassen. Okay, einmal mein absolutes Hassrennen. Ja, ja. Mal schauen, ob ich das First Try schaffe. Genau. Genau, genau, genau. Okay, aktuell null Zuschauer. Äh, wahrscheinlich spinnt die Anzeige wieder. Ja, ich bin noch da. Okay, in dem Fall spinnt es schon wieder. Hoppala, wieso macht YouTube das? Das ist anstrengend. Okay. Nachher geht es weiter zum Hasenrennen bei den Everwind-Feldern. Ja, so wie es aussieht, sind wirklich wieder nur wir beide da im Stream. Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass Clara wirklich Bye gesagt hat, weil sie sich verabschiedet, hätte ich das auch gesagt. Ich hätte sie vernünftig verabschiedet. Aber ich habe gedacht, sie sagt der Cookie Bye. Und darum, so, so doof. Okay. Was? Ich sitze schon die ganze Zeit im Schneidersitz, wird langsam ein bisschen unbequem, aber alles andere ist noch unbequemer. Genau, einmal da in die Tafel rein. Sehr gute Idee, Ushio. Für die Everwind-Felder. Doch jetzt zeigt mir wieder ein Zuschauer an. Rasenrennen, ich komme. Genau, voll an dem vorbeigeritten. Ich liege auf dem Bauch in meinem Bett. Okay, wenn es bequem ist, dann wieso nicht? Ist dort hinten auch ein Haus gewesen? Na komm jetzt. Noch zwei Häsli. Ah, da bist du noch gerade einer. Perfekt. Wo wird es meine neue Bestzeit? Bitte, 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 bitte. Yes, neue Bestzeit. Gut, genau das Ponyrennen. Das habe ich fast vergessen. Okay, aber, ja, das wäre Fort Pinta.
Oder vor Pinta Strand drinnen. Ich mag das Hasenrennen und du. Es geht. Zum ehrlich sein. Ich habe es jetzt mega lange nicht in meine Levelroute rein tun, weil man hat halt das Zeitlimit. Und ich hasse Zeitlimits. Ich weiß, hat man eigentlich bei jedem Rennen, aber bei den meisten stört es mich nicht. Weil man dort wirklich mehr wie genug Zeit hat. Aber ja. Also Ponyrennen. Und ich einfach da am Strand entlang. Wenn jetzt vor Pinta Jump ist. Gut. Schon gemeint. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich wieder, wenn ich wache. Jetzt bist du wieder ein bisschen wacher. Oder? Das ist doch schön. Oder vielleicht nicht so schön, weil dann hast du ein bisschen Mühe mit Einschlafen wahrscheinlich. Genau. So, Ponyrennen. Finde ich die Musik auch richtig entspannt. Die ist voll herzig. Genau, okay. Dann ist doch auch gut, wenn man jetzt wieder ein bisschen wacher ist. Wieso habe ich jetzt gerade Lust auf Chicken Nuggets? So auf McDonald's Chicken Nuggets. Oh, das wäre wieder mal fein. So ein 20er-Pack. Ui. Ich habe Bock auf Chips. Oh, Chips wären jetzt auch fein. Moment, wie schnell bin ich jetzt da gewesen? Das Ponyrennen. 2,50 heute. Zweitschnellste. Cool. Okay. Dann wäre es meine Levelroute gewesen. Schade, dass die jetzt schon wieder vorbei ist. Oh, bald 3 Stunden live. Genau, ich könnte noch schnell zum Bazar. Obwohl ich mir kein Ross leisten kann, aber ich will mal schauen, ob ich einen Namen könnte ankriegen. Genau. Dann würde ich sagen, ab zum Bazar, dort hat man auch die ganze Zeit Musik. Also da im Spiel. Da kannst du mir wieder ein Pferd aussuchen. Voll gern rein, ja. Können wir gerne machen. Also nur wenn du willst, gell, wenn du Lust hast, dir ein neues Ross zu kaufen, dann. Übrigens ist der Wild West schon ausgelevelt. Du bist schon fertig mit dem. Okay, ab zum Bazar. Da rede ich jetzt an, ich lasse mich jetzt nicht abholen. Ist ja sowieso gerade da vorne, also. Okay, ich will noch schnell schauen wegen meinem Namen. Ist da etwas mit AF? Von die AF, das einzige. Ist da etwas mit AF am Schluss? Gibt es irgendwie I La? Nein, nicht wirklich. Ah. Mal schauen, ob ich da etwas finde. Ich höre nichts. Was meinst du von der Musik her oder bei mir? Oder wie meinst
Willst du mir ein Pferd aussuchen? Ja, kann ich gern machen. Ja. Jetzt höre ich dich wieder. Okay, komisch, dass da kurz der Sound ausgefallen ist. Jetzt sind da irgendwie... Okay, auf welche Rasse hättest du Lust? KWPN? Ich glaube, das liegt an meinem Handy. Kann theoretisch auch sein. Also Rasse ist dir egal oder hättest du eine bestimmte? Eigentlich egal. Okay. Ich finde KWPNs eben extrem toll von der Animation her. Aber die sind ein bisschen langweilig gerade, wenn man da so die Sachen zur Auswahl hat. Dann würde ich sagen, ein Jorviks Warmblut. Aber welcher? Welcher ist am herzigsten? 400. Das ist noch 400 Star Coins, oder wie meinst du? Am besten eins mit 400. Also etwas mit 400, okay. Also das heisst schon mal kein EVB und kein Connemara. Also ja, es Jorviks Warmblut. Ist sogar das billigste von allen. Oh, der ist schon mega herzig. Der auch. Mal schauen. Oder kannst du mir einen Kaffee PM aus... Oh, KWPN aussuchen. Okay, in dem Fall sollte es KWPN sein. Kaffee PM ist auch gut. Welches ist denn der schönste? Weißt du was? Wie wär's mit dem schwarzen KWPN? Hättest du Freude an dem? Nicht an Kaffee. Den habe ich noch nicht. Super, dann wird's der da. Und wie nenne ich dich? Dictate. Ich suche schnell, obwohl ich schaue schnell auf meiner Namensliste. Den habe ich aber schon lange nicht mehr weitergeführt. Was ist denn das? Pferdenamen. Mm. Das wäre ganz cool. Oder... Mm. Weißt du was? Weil du halt so gerne den Kio schaust, machen wir den Scary Place. Wie wär's da damit? Ein schwarzer KWP namens Scary Place. Und ich habe es gerade auf der Namensliste entdeckt. Also ich würde mir am liebsten auch gerade selber kaufen. Tipptopp, dann wird das ein Scary Place. Dann warte mal, bis du ihn gekauft hast. Ja. Stutenhengst, wenn ihr irgendwer was davon. Also auf jeden Fall Hengst. Und weißt du, wie alt das der Kio ist? Denn wenn er erwachsen ist, dann machst du erwachsen. Wenn er noch jünger ist, also so 20 oder drunter, dann machst du Jungpferd. Aber wenn du das Alter weißt oder weißt, dass er erwachsen ist, dann machst du erwachsen draus. Ah, da ist er. Ah, das Scary Place. Ah, wie toll. Er ist ja mega schön. Ah, dann viel Spaß mit ihm. Und viel Spaß beim Leveln.
Ah, ich hätte ihn am liebsten auch gerade selber. Mega tolles Ross, oder? Mega. Ah, das freut mich. Ups, falsche Taste. Ich hatte auf das mal noch nie ein KWPN. Jetzt hast du eins. Und aber viel Freude mit dem. Hoffentlich wird er dir bei deinen Abenteuern beiseite stehen. Und ja. Level up. Nice. So, ich habe gesagt, dass Dusche Level 12 wird und sie ist tatsächlich Level 12 geworden. Thanks. Oder thanks. Hm. Passende Ausrüstung hast du auch gerade dabei. Nice. Genau. Noch ein Erinnerungsfoto. Oh, das ist schön. Definitiv vielleicht noch. Dass wir beide. Okay. Eigentlich nichts Schlechtes. Aber ich entferne zum Leveln für deine Streams. Ja, dann kannst du mitleveln. Yay. Genau. Ich habe auf meinem Account hier noch gar kein schwarzes Pferd, fällt mir ein. Oder dann ist es umso spezieller, dass ich dir gerade per Zufall schwarz ausgesucht habe, oder? Ja, ja. Aber ein schwarzer KW-Pen finde ich allgemein mega schön. Ich glaube, ich mache einen Shorts oder Edit dazu. Zu diesem Pferd, denn mir fällt gerade was ein. Ja, dann let's go! Mach du das? Das ist entspannend. Oh, ich will den Stream nicht beenden. Jetzt ist gerade so toll. Heuballen, okay. Oh, die Jacke würde aber auch passen. Jö. Aber die, naja. Willst du noch einen Jumper machen oder wollen wir aufhören? Also ich will eigentlich noch gar noch nicht aufhören. Weil das Jumper wird noch wohl bald 11. 23. 23 ist vor Pinta. Okay, ich hätte Bock jetzt mit diesem Pferden Jumpy zu reiten. Mit einem Level 2er. Okay. Ähm. Ja, oder wir können wiederholbare Rennen machen. Anstatt Jumpies. Bis vielleicht Scary Place ein bisschen höheres Level hat. Oder ja, warum nicht? Muss er nicht platziert werden. Ja gut, stimmt auch wieder. Ähm. Das vor Pinta. Gut, wieso nicht? Machen wir es vor Pinta Jumpy. Oder ich lade dich mal kurz in meinen Stall ein und sattel ihn mal. Können wir auch machen.
Ich meine, da unten beim Jumpy-Platz oder auch in Fort Pinto beim Jumpy-Platz hat sowieso einen Schrank. Dann könntest du auch dort schnell alles machen. Und den satteln. Genau, dann ja, braucht noch Hufeisen für die Ushio. Und ja. Ja, stimmt. Genau. Dann würde ich sagen, let's go ab nach Fort Pinto. Wollen wir mal zum Schrank gehen? Können wir? Also eben beim Fort Pinto Jumpy Platz hat es einen Schrank. Oder willst du jetzt Moorland? Gehen wir Fort Pinto. Oh, KW-Pens haben so eine schöne Animation. Ich finde das richtig toll an den KW-Pens. Okay, es hat gerade geleckt. Hey, ja, so ist das. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob du vorher schon etwas geschrieben hast auf Discord, aber ja, ich bin da leider am Streamen und darum ja. Und ich leider nicht antworten. Schau mal kurz auch vorbei. Okay, das ist schön. Danke, dass du schnell vorbeischaust. Und wie finde ich meinen Pullover passt wohl zu deinem Pferd, beides so weich. Okay. Ja, der Pulli passt extrem dazu. Beide sind schwarz. Alles gut. Okay, das freut mich. Da ist der Schrank. Schränken. Hallo Schränken. Oh, ich kann sogar einen Hufeisen. Die da. Am Anfang ein bisschen mit weg. So. Genau, dann kann ich da vielleicht gerade noch ein bisschen aufräumen. Also wir müssen Inventar ein bisschen entrümpeln. Vielleicht da irgendwo, da kann ich sie nicht tun. Das ist glaube ich sogar ein Set, genau. Dann habe ich da noch ein Haustier. Das kommt da an. Dann Item. Nasstüchli oder was das? Oh, also, ups. Ich meine, es ist ein Nasstüchli. Also die Person ist auch in deinem Server. Ah, du meinst C. Oder jemand anderes. Ja, sie war ja ziemlich lang dabei gewesen. Zinnsoldat habe ich sogar schon. Nice. Kleidung. So, die passt perfekt an. Tipptopp. Das hier ist ausgerüstet. Gut. Jetzt werde ich doch schnell auf Discord nachschauen. Okay. Tut er dann nachher antworten, ist das gut? Nach dem Stream? Wenn du dann noch auf bist. Weil plus 1 Stunde, ich weiss. Ich weiss, du Bescheid habt ihr auch geschrieben. Ja, weißt du was? Komm, ich schau jetzt schnell rein. Discord. Okay. Nehmen wir auf der ja. Vor allem Bier, oder? Also ganz ehrlich, ich bin echt überfordert bei diesem Thema. Darum, ja, der Sattel passt nicht so gut, aber da finde ich schon noch was. Ja, irgendetwas wirst du schon noch finden. Vielleicht, wenn du genug Schilling hast, etwas aus dem Global Shop oder so. Und ja, kein Stress. Genau. Das ist das Wichtigste.
meine Armlehne beim Stuhl hat gerade ein kleines Geräusch gemacht. Morgen früh leider schon weg. Okay, dann ab zurück nach Deutschland. Sehr früh. Oh, okay. Und dann würde ich nicht allzu lange da im Stream bleiben, sondern bald in die Federn hüpfen. Alles gut. Okay. Ich lasse gerade ein bisschen zurück, weil irgendwie steht mein Pony so schräg. Oder meine ich es jetzt nur? Ja. Egal. Ich weiß, wann Schluss ist. Okay. Dann ist ja gut. Ich habe 15 Minuten, das war Pinta Jumpy. Okay, wir sind jetzt gerade das 4. Oh, ich werde das Moos da hinten. Yay. So. Okay, es sind gerade 3 kleine Wölkchen da. Unterhalten wir mal deinen Stream hier ein bisschen. Ja, let's go, Alex. Ich bin abends einfach viel zu ruhig und habe manchmal nichts zum Reden. Ich weiß nicht, wie du das schaffst, dass du permanent reden kannst. Und warum spreche ich jetzt wieder Deutsch? Das lernt man. Okay. Obwohl ich habe noch nie viel zu reden gehabt. Hast du gesehen, war nicht immer so. Ja, stimmt. Das kommt einfach mit der Zeit, oder? Okay, mein Stuhl macht irgendwie Geräusche. Was läuft denn da so? Global. Egal, oh. Aha. Hahaha, oh. Okay, wieso macht mein Stuhl so Geräusch? Alles okay bei dir, Stuhl? Ja, mit der Zeit mit den Leuten. Ja, wenn mehr Leute drin sind, dann wird es ein bisschen einfacher zum Reden. Weil dann haben die nämlich auch Gesprächsthemen, erzählen vielleicht ein bisschen von sich, obwohl das meistens, naja. Und morgen wage ich endlich den Schritt in Richtung Abklärung, was 25 Jahre lang zu spät ist. Also 25 Jahre zu spät. Oder ein bisschen weniger. Und ich bin so aufgeregt wegen dem, es könnte so lebensverändernd sein. Jetzt rede ich schon wieder drüber, das ist unglaublich. Das Thema zieht sich ja durch den ganzen Stream.
Zumal im englischen Sattel. Nice. Nice. Ah, Stil, nicht Sattel. Ist aber auch noch schick. Rot und schwarz sieht gut aus. Internet bricht zusammen. Oh no. Das ist nervig. Ah. Du. Okay, wieso kann ich jetzt surfen, obwohl ich da am Streamen bin? Genau. So ist das. Oh, ich glaube, das Jumpy wird nicht. Ich habe so Tage, wo ich einfach. Ja, das macht das Wort. Genau. Und ich habe gerade geschaut auf einer Website wegen Plüschtier. Ob sich's. Oh mein Gott, jö. Oh mein Gott, wie cute ist der bitte? Bitte sag, dass die den an Lager haben. Och, bitte. Oh mein Gott, sind die süß? Sind die süß? Kann man da irgendwie Lagerbestand? Bitte. Ah nein, durch Partner. Ach Mann. Okay, wenn ich jetzt Stofftier Hund. Jetzt nach dem suchen. Genau, wenn ich Stofftier Hund eingebe, dann kommt das Faultier. Und ein Lama und ein Esel. Aber kein Hund. Na, für meinen Hund noch ein Sofa, wieso nicht? Okay, wie lange geht's? Nur 7, knapp 8 Minuten, okay. Und ich habe vorher so einen herzigen Hund gesehen, aber dann haben sie nicht an Lager. Okay, ich glaube, sie sind alle. Es kann doch gar nicht alles sein. Ah, da ist er. Oh mein Gott, er hat sogar Aktion. Verfügbarkeit prüfen. Andere der. Nur noch ein Stück. Bla. Sagen wir was. Oh mein Gott, sie haben ihn. Wie heißt der? Einfach nur Plüsch Golden Retriever. Mega herzig. Und sie haben ihn sogar. Okay, ich muss morgen am 8 Uhr am Morgen schon in den Laden gehen. Dass ich mir den sichern kann.
Oder ich warte einfach, bis die Abklärung durch ist und dann kaufe ich mir einen Plüschhund. Obwohl ich eigentlich schon einen habe, aber... Sozusagen das Belohnung. Genau, zum Beispiel. Ja. Also als Belohnung, dass ich... Oder einfach nur als Trost oder so, weil die Diagnose, die ich dann wieder bekomme, kann durchaus eine Bestätigung sein von all meinem Verhalten und so. Und ich glaube, ich bricht dann zusammen. Und dann brauche ich ein Plüschtier, das an meiner Seite ist. Ja. Ich würde so zusammenbrechen, wenn ich die Diagnose wirklich bekomme. Es hätte mir so viel können ersparen, wenn ich es viel früher bekommen hätte. Und darum freue ich mich so auf die Abklärung. Weil ich so gespannt bin, was da alles rauskommt. Okay, ich würde sagen, nach dem Jumping mache ich da fertig. Im Stream, weil ich muss dringend irgendwo hin. Aber jetzt ist alles noch psychisch. Ja, aktuell schon. Und die Diagnose wird erst nicht psychisch, also wirklich neurologische. Und es ist ja eigentlich keine Erkrankung, es ist einfach nur eine Störung. Also von dem her. Ja, und die hat man dann halt von Geburt an. Und das ist nicht etwas, was sich dann entwickelt. Also es kann sich verändern wahrscheinlich, aber so die Grundsymptome bleiben alle gleich. Und der Verdacht, den ich habe, ist ein bisschen gravierend. Also wirklich eine schwere Form oder eine mittelschwere Form ist das von all dem, was es gibt. Ja, und wenn ich das wirklich, wirklich habe, dann ein Wunder, dass ich das alles da mit der Lehre und mit der Schule durchgezogen habe. Und das hat ja nichts mit dem Körper zu tun. Das hat mit dem Gehirn zu tun, Raya. Also das Hirn tickt anders wie sagen wir, normale Menschen. Also das Gehirn ist anders. Funktioniert einfach anders. Und darum, ja. Also es ist auf jeden Fall nicht psychisch. Glaub's. Wir besprechen sehr viele Sachen dafür, dass ich das wirklich habe. Und ja, aber ob es denn genau die schwere Form davon ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann es auch ein bisschen eine mittlere oder leichte Form davon sein. Wenn ich es überhaupt habe. Aber ich gehe jetzt wirklich mal davon aus, dass ich es habe. Und boah, wenn ich die Bestätigung wieder bekomme, ich würde so zusammenbrechen, ey. Ich würde so krass zusammenbrechen. Wahrscheinlich noch bevor... Wahrscheinlich sogar noch, wenn der Arzt noch am Reden ist, würde ich schon zusammenbrechen. Gut, ich habe heute mir ein Video angeschaut, wo es um Gehirnchirurgen ging. Oh, mein Beileid, Raya. Das ist extrem schlimm. Ich kann so etwas nicht schauen. Ich habe schon zweimal geschaut und schon zweimal bereut, dass ich es geschaut habe. Aber spannend ist es. Das muss man sagen. Kommt da nochmal jemand? Okay. Ah, meine Blase druckt. Darum höre ich nach dem Jumpy auf. Oder ich kann. Oder ich mache. Genau, ja, das. Also ist es dann schlimm, wenn du die Diagnose. Ja, also schlimm ist an sich nicht. Es beweist einfach alles. Also es würde alles erklären. Und dann können mich andere viel besser verstehen. Und das geht es mir eigentlich. Und ich mich selber, dann weiss ich, wie ich ticke. Was mir bis jetzt auch ein grosses Rätsel war.
Ja, also für mich selber wäre es nicht schlimm. Ich würde einfach nur zusammenbrechen wegen der Erleichterung. Und weil ich so viel haben müssen leiden. Und das wäre alles für. Man hätte das alles können verhindern, wenn ich die Diagnose früher bekommen hätte. Das hätte man alles können verhindern, wenn man das früher gewusst hätte. Ich hätte wirklich spezifische Betreuung bekommen, anstatt mich durch den ersten Arbeitsmarkt durchquälen und alles drum und dran. Und ja. Okay, es geht bald los, noch 20 Sekunden. Oder 21. Ja. Dann hätte man die Menschen vorwarnen können, sozusagen. Ja, also ich würde sagen, die Chefs, die ich hatte, hättest du nicht können vorwarnen. Aber es gibt Arbeitgeber, die extra für das spezialisiert sind, für so Leute. Und dort hätte ich können hingehen, dann wäre ich wirklich betreut worden und dort hätte ich trotzdem können Ausbildung machen und Glückwunsch zum Level abreihen. Okay. Genau, ich hätte so etwas gemacht und dann wäre es mir so viel besser gegangen. Wäre ich nicht so überfordert gewesen und alles drum und dran. Es wäre mir so viel besser gegangen. Ja. So, aber ich würde sagen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt würden es nicht verstehen, was das bedeutet. So, VS, VG, schnell auf. Let's go. Oh mein Gott, ich verbinde das Jumpy, das Jumpy, das ich nicht gerne habe. So, komm. Komm schon, Shio. Gut, dritt, zweit. Was? Es wird doch schnell ändern, dass ich Zweite bin. Nicht da durch. Genau. Das machst du super, Ushio. Ganz so feine bist du. Gut, ich bin Dritte. Mit dem bin ich zufrieden. Aber sobald der Boost kommt, wird sich das schnell ändern, weil die Bus sind richtig unfair. So, komm. Nein. Ja, genau, da gibt es scheinbar eine Abkürzung. Die ich aber nicht kenne. Nicht genug verspringen. So. Bus mitnehmen. Okay, hätte schlechter sein. So, let's go. Los, Ushio. Genau, wieso bin ich gerade plötzlich so langsam gewesen? Was soll das? Ja genau, jetzt bin ich 3 Jahre gut gemacht. Irgendjemand ist jetzt... Ja, 4... Hä? Kann ich wegen so etwas so hintergehen? I don't get it. Genau. Uiuiui. Das hat mir jetzt gar einen Platz gekostet. Das hat mir jetzt wahrscheinlich gerade eine ganze Medaille gekostet. Also Schleifen. Echt großartig. Okay, da bin ich jetzt gut durchgekommen. Nach dem Shoushio. Die guten Plattformen sind irgendwie nicht schnell. Okay. Nein, Ushio! Oh, sie wäre fast ins Wasser rein. Ich bin jetzt wieder Vierte. Mann! Ich hasse es, wenn ich meine Platzierung sehe. Okay, Dritte, nicht schlecht. Ich fühle mich gerade so langsam. Schon Vierte. So wird ich denn da ständig überholt? Schon bitte. Ja. Oh mein Gott! Ganz knapp Dritte geworden. Wow! Oh mein Gott, hast du das gesehen? Extrem knapp Dritte geworden. Hui, ich habe die Schleife noch gar noch nicht. Die fehlt mir noch. Oh mein Gott, wie toll! Ich bin wirklich extrem knapp Dritte geworden. Oh, cool. Okay, ja, weißt du was, ich bin ganz kurz AFK. Ich halte es nicht mehr aus. Meine Blase platzt jetzt dann. Also bis gerade. Wenn jemand fragt, ob da jemand nicht da ist oder so, ich bin AFK.
So, da bin ich wieder. Ist jetzt vielleicht ein bisschen länger gegangen, es tut mir leid. Aber auch ich bin Dritte geworden. Wuhu! Schleif abholen. Nice. Oh, das ist cute. Alles gut. Super. Okay, dann nochmal ein Jumpy oder langt's für dich langsam? Lass mir reicht das langsam. Alles klar. Ich hätte eh nicht Lust auf ein weiteres Jumpy. Okay, dann würde ich sagen, es war ganz toll heute. Alles gut, Raya. Es war mega toll heute. Ich freue mich schon auf den nächsten Stream, wo am Samstag weiss ich eben nicht, ob ich den ob ich den machen kann. Ich habe noch ein bisschen ungewiss und sonst spätestens am nächsten Dienstag. Spätestens dann streame ich wieder. Vielleicht gibt es irgendwie am Sonntag oder am Samstag. Was Samstag? Ich weiß ich nicht. Eben, wahrscheinlich Sonntag oder Dienstag. Genau, dann würde ich sagen, es war wirklich mega, mega toll gewesen. Danke fürs Mitmachen. Ja, dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Ich warte noch, bis du fertig geschrieben hast. Gute Nacht, schlaf gut, träumen, was Schönes, glaube ich. Danke, Raya, du ebenfalls. Gute Nacht, träum schön und bis nächstes Mal. Tschüss, ist echt toll gewesen heute.